Warum in Gottes Namen muss man hier eigentlich schon wieder Donations holen, obwohl ich noch gar nicht da bin? Schmiedi. Jetzt chill mir erst über die Kniescheibe. Warte mal, bis ich mich selber her. Bis die YouTube hereinbequemt, dass wenn ich da auf Livestream starten drücke, vielleicht da irgendwann einmal YouTube gleichzeitig anfangen oder zumindest innerhalb von 10 Sekunden. Das ist einmal sauber, Epsi. So, Schmiedi, Popomann. Timmy Boy, Popomann. Manu Dambeck und der Klaus Wörle, beides absolute Popomänner. Habe! Übrigens, 1 Bier an 1, Montag an 1, 20 Uhr, Grüezi fix nochmal in der Verlängerung des Oktobers. Wieso zur Hölle bin ich da eigentlich so? Jetzt warte mal. Wie geht das so? Ja, wunderbar. Ja, Alfons mit Shotgun! 24 Monate. Habe die. Das ist übrigens das neue Habe dritte ist übrigens Habe die. Das ist das Wichtigste. Von uns, Tobi, Julian, merci dir, welcome to the squad. Ja, PlayStation Controller. Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Das ganze Zimmer ist voll mit PlayStation Controller, ich weiß nicht warum. Padre, jetzt wieder Fuß, nein! Wo tue ich wenigstens, bis der Stream geht? Jetzt kannst du schon wieder ausschütten. Dann ist der Stundenlohn bei ungefähr 14.000 €. Passt, habe ich nicht. Ich wünsche Ihnen nur einen gemütlichen Abend. Ebenfalls! Frage, wird man eigentlich in Bangladesch gemobbt, warum Markur Marking want not? Das ist eine coole Frage. Wird man in Bangladesch gemobbt, wenn man keine Marken gewonnen hat? Haben wir jemanden da aus Bangladesch? Austrian as always, merci dir. Schluss jetzt mit der Scheiße. Wir gingen nämlich wunderbar, geschmeidig in die Phase des Jahresmerch. Das heißt, Donations runter, Sportzeug ist scheiße und ich glaube Anfang Dezember, lass mich gucken, ich glaube Release ist am 3. Dezember. Wenn ich fertig wird. Normalerweise wie ich fertig. Ich bin schon sehr weit, ich bin sehr fleißig. Ich tue eigentlich den ganzen Tag in jeder freien Minute seit letzten Mittwoch nichts anderes wie diese Scheiße immer anzeichnen. Egal so gut, Mike! 54 Monate, du kennst 54 mal 3 Mal geschubst! Erst Alter, was ist mit dir? Was ist mit mir eigentlich? Ja, weiß ich nicht! Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom, Mike, Wolfric, mir ist wieder ein Resub, Timmy Boy, mir ist wieder ein 5er. Ja, ist gut, chill die Kniescheibe, Kim. Weil wir es können, Leerzeichen. Ihr verdammten Idioten. So, jetzt egal was da jetzt passiert, wir kriegen jetzt oder so einen Haufen ein und ich lese jeden Namen vor, der nicht grün ist. Wir sind nicht fähig. So wie ich das sehe. Hau die Jahre an in ihren Bösel an den Eck, an den Saufi, an den Sepp, an den Kruzifix, Waffeltrage. Was soll denn das Scheiß wieder? Ein goldener kann ich nicht ignorieren. Nicht irgendwas steht im Wald, ist süß und explodiert. Bombi. Schon. Den kennt er eh. Den kennen auch die meisten. Was ist pink und behindert? Ein Flamongo! Habe die! An den Bösel, an den Eck, an den Saufi, an den Sepp. An den kann ich nicht lesen, bist selber schuld. An den Kürmer, an den Brot, an den Jacke, an den Barry, an den Jodelmax, an den Herrn Rain, an den Rössler, an den Dort, an den Capricorn, an den Leon, an den Flo, an den Luke, an den Leon, an die Sabine, an die Anja. Oh, die Frauenquote steigt. Was soll das? Königin Elsa auch noch mit einem Euro hinten. Was soll das? Frauenquote steigt, Diversity, Level 9000. C-Fix-Bier, das ist es geschafft, dass wir Vegetieren ersten Teil einen Wake gekauft und durchgespielt haben. Da habe ich ein unfassbar schlechtes Gewissen. Elsa, danke dir, Löwensepp, merci dir. Herr Gerwin, merci dir, gut geil, merci dir, Resub, wer ist überhaupt Droh, ich weiß nicht. So, um Punkt 10 nach fangen wir mit oben, sonst geht da, wir müssen einen Meter machen. Schöne Zuschauerzahl, 666. Wunderschön. Passt, Hero! 21 Monate und kein Tag bereit! Das geht auch in die Butter. Bussi aufs Nussi zurück. So sagt er sie. Jetzt hast du meinen Witz übersehen. Herr Schwitzenbaumer, selber schön. Herr Agrartechnik-Fan, an den Louis, an den Björn, an den Maki, an den Römer und an den Dragon und an den Herrn Fan nochmal ein Haufe dir. Mr. Duke, was? Merci für die schöne Stream, so für das Horror-T-Shirt. Ist mega, das freut mich sehr. Das sagst nicht du merci, sondern ich sag merci. Das hat ja auch Geld gekostet. War nicht umsonst! War nicht umsonst! Oh, Controller, wo, was? Oh, schon hier, PlayStation Controller. Nein,
Ettenbauer Sepp. Immer wenn ich den Ton herkriege, innerlich muss ich schon wieder flippen. Kannst du zweimal ein Jahresmerch-T-Shirt kaufen, fast. Auf ein schöner Abend, #Strapse. Strapse! Ab in den Chat, #Strapse. Ich möchte nichts anderes mehr lesen außer Strapse. Strapse, los. 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 Ich sag so lange los, bis ich nichts anderes mehr da drin sehe außer Strapse. Los. Shadow, Schnauze, ich mag kein Peng-Peng her, ich mag Strapse sehen! Ja, Strapse, ja, schaut gut aus, da scheiß, der Selbstspieler ist nicht dabei, Selbstspieler, du bist raus, WB, du bist auch raus! Strapse, schau hin! Da pfeift der Straps! Minuten du #nachschausquad Nice! PlayStation Controller. Ja, schon hier, PlayStation Controller. Shadow, merci dir, es ist zu viel. Ettenbauer, merci dir, es ist zu viel. Kein Fazio, merci wieder ein Resub. Der Kubala sagt mit einer humanen Donation, das ist kein Star-Wunder. Wollen wir so 6 in der Früh in der Arbeit, das ist mindestens eine Stunde. Warum tut man sowas? Du gehst jetzt zu deinem Chefi und sagst, komm mal, den Scheißdreck selber im Mongo. Los, Abflug! Oh, Katzel, merci dir. No, mir Job, ich auch schon sehr stark. Ja, okay. Bin ich jetzt stark, dann was soll ich machen? Da, bis spätestens 6 nach. Ja, Kruzifix müssen wir noch 3 Minuten überbrücken. 3,5. So was hingehört. Mir ist wieder ein Resub, Frau Schö. So schaut's aus. So, hey, schau hier, du ist mein verbundener Der ist noch gut, der gehört nicht mir. Das ist Teil der PlayStation 5, die mir geliehen wurde. Die muss ich aufpassen. Die muss ich streicheln und liebkosen. Das ist wichtig. Streicheln und liebkosen, das ist wichtig. Herr Röstler, mir ist wieder ein Zügel 50 geben. Was ist da? Biele. Biele, Ente? Hä? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest, aber schöne Grüße nach Österreich. Oh, der Foxy mit Trivia-Zeit. Pass auf, Trivia. Als das Feudal, was lesen die für einen Scheißdreck zusammen? Federal Bureau of Control in Bright Falls ankam, waren die Geschehnisse von Alan Wake 1 schon vorbei. Die Akte findet man im was ist das wieder für ein Wort? Primärkandidatenprogramm in Control. Ich habe Control leider nicht lang gespielt. Das war mit dem Game Pass, habe ich kurz mal ausprobiert, aber da hat mich nicht so, ich weiß es auch nicht. Timmy Boy, im ersten wieder Euro. Ich habe eine theoretische Prüfung gehabt, ich hasse Prüfungen so sehr. Da bin ich so froh, dass ich aus dem Alter raus bin. Gut, man kann auch jetzt noch Prüfungen machen. Ich bin am Überlegen, einen Waffenschein zu machen. Schützenverein beitreten. Sag ich dir, was ist, da grübelt ich schon seit Jahren drüber nach und es wird immer... Die Lage spitzt sich zu. Sprichwörtlich. Da muss man auch eine Prüfung ablegen und so ein Scheiß, keine Ahnung. Na, weiß ich nicht. Da muss ich mich vielleicht einmal mit einem waffennarischen Österreicher unterhalten. Der hat da Ahnung von. Wie läuft das bei uns? Ist das schwer, kriege ich das hin? Ja, das werden wir schon hinkriegen. Primärdatencontroller, kommt da eine neue Konsole raus. Ja, von Bony. #Kartoffel. Ja, da gibt's Real Life Call of Duty im Schützenstand drin. Alter. Hey, Sepp, laufen wir 4, aber zickzack. Brave Channel 1, was ist das? Ich weiß nicht, Herr Dampfexpress, was ist das Brave Channel? Ich weiß nicht, was das ist. Sachkunde ist aber nicht schwer. Ja, ich weiß von einem Späße, da muss man irgendeine Prüfung haben. Ja, allerdings wollte er auch Jäger werden und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, ob das die Jägerprüfung war, wo er so lange umeinander geschissen hat, oder ob das die allgemeine Waffengeschichte war. Ich weiß nicht. BBK, nicht Waffenschein. Darf man Waffenschein schon nicht sagen, bin ich quasi schon wieder raus. Das heißt, wenn ich zum Psychologen muss und der sagt, ja, ich kriege einen Waffenschein, sagt er, sagt man etwas raus. Ja, okay. Alfarius, 2 Jahre schon, leck mir am Arsch, wie die Zeit vergeht. Alfarius, merci dir. Na, jetzt Schluss jetzt mit die 50 haben wir angeschissen, sonst scheiße ich, weiß ich nicht. Muss ich auf und schmeiße meine Scheiße. Hättest du halt einmal nicht eine Playstation gehabt, was hast du geschrieben? Was ist hier, Playstation Controller? Habe ich die? Habe die? Das ist gut. Das ist für mich. Das ist mein für hilft nicht. Männer wirken erst in Strumpfhosen richtig männlich. Das ist richtig, vor allem wenn sie Latten haben. Jörgs Brave, der Jörg Sprave. Ja, natürlich kenne ich einen Slingshot-Channel. Ich habe das jetzt nicht im Kopf gehabt, dass der Typ Sprave heißt. Der ein bisschen antraut ist während Corona. Ja, der stimmt. Der hat ein bisschen, das stimmt. Aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen habe ich den nie wirklich verfolgt, aber in der Corona-Zeit ist er mir auch aufgefallen und mal vorgeschlagen worden. Und da habe ich dann schon sehr wirres Geschwurbel gehört so. Da habe ich dann gedacht so, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Waffensachkunde Ausweisungsdokument, das liebe die deutsche Sprache. Nimmt man das so? Okay. Leute, wir müssen ohne Scheiß, wir müssen wieder ober vom Gas.
Das klang. Herr Kaisen, klang lieber ruhig. Bussi aufs Nussi, niemand braucht sich bei mir bedanken, dass ich da sitze, behindert bin und Computerspiele spiele. Ich weiß nicht, was ist mit euch. So, jetzt warten wir noch auf den, kommt da nur irgendjemand bei Herr Kaisen, 25 sind es zwei. Was ist was ist. So, jetzt warten wir auf den Stolpern, auf den Talinger, dann machen wir die Scheiß Donations aus. Starten wir das Spiel! Tagesversicherung holen und einmal aus Schießen probieren. In Wahrstoff kannst du für 1 Euro eine Tagesversicherung holen und einmal das Schießen probieren. Muss da nicht jemand dabei sein, den ich kennen so? Ich weiß, jetzt kriege ich gleich wieder 500 Angebote. Ja, gib's uns! Ja, gib's uns deine! Du musst nicht mehr noch sein! Ah! Ich möchte das nicht. Aber ja, ich weiß das. Ich kenne halt 2 Leute, mit denen ich kannte mitgehen. Mal gucken. Waffenschein heißt das, was ich Waffen in der Öffentlichkeit tragen darf, wie zum Beispiel Polizei, Geldtransporter und so weiter. Ja, sowas möchte ich natürlich nicht. Mit ein Waffenbesitzerlaubnisdokument hätte ich gern. A38. So. So, ich weiß jetzt, wie wir das Spiel starten. Nein, nicht Don't Scream, auch nicht LOL, auch nicht Diablo 4. Oh mein Gott, ich habe so viel Diablo 4 gespielt. Ne? Oder bei BlizzCon gesehen. Hätte schlimmer ausgegangen. Ne? Seit 2018 sind wir gewohnt, hätte alles schlimmer ausgegangen. So, jetzt halt dein dummes Mal, du fetter behinderter Volltrottel im Internet und Spiel! So, da sind wir. Wie Sie sehen Sie nichts. Wieso sehen Sie nichts? Ich weiß es nicht. Spiel fortfahren. Hallo. Haha! Warnung bei Fotosensibilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, spielen wir heute Alan Wake 2. Das haben wir das letzte Mal gespielt am Freitag vor einer Woche. Da haben wir, glaube ich, 2 Kapitel abgeschlossen und waren allesamt, glaube ich, relativ erstaunt darüber. Erstens, wie fertig das Spiel mal ist. Ja? Ein Vollpreistitel, der fertig ist. Holla die Waldfee. Zweitens, wie gut das Spiel ist. Sehr spannend, sehr gute Geschichte. Lassen wir den... Wow, was war denn das, oder? Es hat so ein bisschen alles. Spannende Story, ein gutes Gameplay, glaube ich, ist auch dahinter. Da haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Wir haben jetzt bei diesen Fettsack da zerpimmelt. Das war eigentlich schon ganz lustig. Und ja, jetzt muss ich erst mal schauen, wie die Steuerung war. Fortfahren. Wenn du am Boden liegst, kannst du mit Ausweichen Folgeangriffe meiden. Was ist ein Ausweichen, Alter? So kommst du auch schneller wieder auf die Beine. Übrigens, wisst ihr überhaupt, dass wir am Freitag streamen, wenn die Nippelklötze weiter zusammengestipselt? 20 Uhr, wer da nicht da ist, der kriegt eine Serie, du Bock! Wieso haben wir mir gleich wieder Letten an den Hirn? Es geht ja straight weiter. Nein, Schluss jetzt. Keine Donations mehr. Aus, pfui, macht's bloß das Spiel kaputt. Schluss. Zuhören. Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Das glaube ich haben wir noch gesehen. Ich bin Saga Anderson, FBI. Kleiner Recap. Wie bei mir Ich kann Sie hören. Talinger nach Call of Duty. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron So, Lake. jetzt Ruhe. Wo sind Sie? Wir wurden entkommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Ja, das haben wir auch noch gesehen. Sind Sie okay? Nein, ich bin schuld. Er entkam. Mit meinem Gesicht. Scratch. Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. Da ist Teil 1 rausgekommen. Oder da spielt Teil 1. 13. Okay, haben wir uns das Kapitelende nochmal schnell anschauen müssen von Kapitel 2 oder 3, ich weiß es nicht. Fortfahren, Kinder, fortfahren. Anderson, wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Max Payne ist er dabei? Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe.
Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay. Bis dann. Ich schaue mal schnell, ob man diese Untertitel vielleicht ein bisschen kleiner machen kann. Einfach nur Untertitel, ja, danke schön, kleinen Untertitel für Zeichen, nein, Untertitel Hintergrund, nein, Sprechernamen, Untertitel, nein, brauchen wir alles nicht. Eigentlich kann man es ganz ausmachen, weil sie stimmen nicht ganz mit dem Gesprochenen überein. Jetzt habe ich mich gerade noch gefreut über ein bugfreies Ding, aber ist das wirklich ein Bug? Nicht wirklich, ist ja wurscht. Die Frage ist, warum Untertitel, ist eigentlich eine gute Frage. Weißt du was, ich mache das jetzt einmal aus, wenn es wieder welche haben wollt, dann machen wir es wieder ein, okay? Ist das in Ordnung? Der haben wir es weg. Der haben wir es weg. Optional untersuche den vorher gefluteten Bereich. Was für vorher Bin ich noch immer... Ach so. Ja, wie tut man Taschenlampisieren gleich wieder? Nein, das kann nicht sein. Auf E machen wir. Jetzt muss ich mal schauen, die Knarre aus. Ja, das passt. Haben wir Taschenlampen, ja. Auf Q. Wie tut man gleich wieder Taschenlampisieren? Die kann man doch. Das war der Bereich, der vorher geflutet war. Die Frage ist, was wir da finden. Vielleicht finden wir so Waffenteile zum Craften. Schauen wir mal. Ja, siehst du das? Wenn da war wieder der Kantenmaler da muss ich durch aufspringen gehen. Das gibt's ja nicht. F. Mit Leertaste ist ausweichen. Ah, gut. Was tut denn da die Musik so sagen, wenn wir wieder hinten gingen? Gefällt mir nicht. Na, gefällt mir nicht. Ah, gut. Und die Seiten. Dann gehen wir da weiter, wo wir hingehen sollen. Achtung, Top war dieses komische Dingsbumszimmer da. Ja, dann haben wir die Karten von Bright Falls, vom Cauldron Lake. Da sind wir jetzt auch, da hat die fette Leiche angeschwappt. Waffenverbesserung können wir noch nicht machen. Da ist dieses Profiling, da wo dann so ein bisschen zusammengebaut wird, was eigentlich los ist. Und da haben wir in der Falltafel, jawohl, Ziele, kehre nach Bright Falls zurück. Ja, aber kehre nach Bright Falls zurück. Muss ich jetzt da zu meiner Karre zurücklaufen oder was? Muss aber anstrengendes Bücken gewesen sein. Na ja, gut. Da haben wir mit dem Fettsack schon entlang gelaufen, ich weiß schon. Und warum sie so komische mentale Kräfte hat und sie so ist Sekte und so weiter, was da ist passiert, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, aber wir werden es herausfinden. Wollen wir schnell was schauen. Wir haben nicht ganz Full Life, aber gut. Schrubblünden ist am Start. Oh, da kann man durch. Da liegt überall liegt was. Was haben wir da? Dreiecksfiguren aus Zweigen gefunden. Also wir sammeln mal da Hinweise. Oh, da ist eine Kiste. Kiste. Da ist Loot drin. Loot ist gut. Looten ist gut. Meine Luren. Und nicht schon wieder so ein Kack. Okay. Ich weiß nicht, was das ist mir aber auch wurscht. Das ist Munition, Leichtfackel. Und das. Oh, aggressive Taschen. Da schon hin. Was haben wir da? Denkt dran! Sie sehen aus wie wir, aber sie sind es nicht. Sie sind Tiere. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiden. Okay. Alles klärchen. War das sowas wie Simon Says? Haben wir Kultverstecke? Ah ja, also wir finden da quasi Versteckerrede von den komischen Gorsentrottel. Ah, auf Steuerung könnte man da. Was ist das da? Propantank. Wurfbarer. Okay. Gasbehälter explodiert bei Beschuss und fügt allen in der Nähe schweren Schaden zu. Ja, überfordert man uns aber nicht selber. Die gute über die Kugel im Kopf, die muss gelangen. Mich würde viel mehr interessieren, wenn wir gleich wieder mit der Taschenlampe leuchten können, aber das glaube ich ist die wichtigste Waffe im ganzen Spiel. Oh, wenn Musi aufhört, heißt das normalerweise nichts Gutes. Wenn Musi aufhört, heißt das normal nichts Gutes. Da ist was. Was ist da? Ah, Zettel werden gelesen. Ah, Zettel werden gelesen. Außer es ist ein Herr der Ringe-Roman, dann nicht. Was haben wir jetzt da wieder? Manuskriptseiten. Top. Er war dem Schriftsteller schon immer auf der Spur gewesen. Dem Schriftsteller, den er verachtete. Hemingway, Bukowski, Wake. Ich werde sie kriegen. Das ist aber so ein bisschen ein Spoiler, glaube ich. Weil nämlich immer die Sachen, die in den Manuskripte drin steht, die der Alan Wake schreibt und wie das dann zusammenhängt, werden wir hoffentlich schon mal herausfinden irgendwann in dem Leben. Jetzt haben wir auf alle Fälle im Cauldron Lake. Du kannst eine Schnellwende ausführen, indem du zweimal schnell... Wer macht denn so einen Scheiß, Alter? Was heißt denn das? Kommen jetzt hinter mir Gegner. Da drei wir doch mit der Maus schneller, du Trottel. So, das haben wir auch schon gelesen. Dann
Erstmal ins Gesicht eingeschossen! Wow! Erstmal ins Gesicht einbissen. Oh. Tun wir lieber die Sicherheitspumpgun raus, okay? Tun wir nachladen. Oh, tun wir die Sicherheit. Ich glaube, da hilft bis dahin nicht mehr. Was ist denn das? Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster. Kruzifix nochmal! Shit, Alter, was ist mit dem Mistviech los? Na gut, gehen wir. Ja, wir müssen irgendwie wieder zurück aus. Ich weiß den Weg natürlich nicht mehr auswendig, da haben wir ein bisschen... Das war mich. Hey! Oh, ein Loch im Bauch hin. Witchfinder Station, da haben wir schon einmal. Da wird es nicht weitergehen. Mit dem Mausrad. Hank, merci nicht. Weil es vorher schon jemand geschrieben hat. Es geht wahrscheinlich mit den Viechern ja genau. Also da haben wieder diese komischen Zeichen da überall. Ja, alles ist sauber anschauen. Ja, da ist was, da ist irgendwas, da ist ein komischer Beiz. Was heißt das? Da ist ein komischer Beiz. Achtung. Lass mich raten, Manuskript sein. Manuskript sein. Ain't nobody got time for that. Oh, und der grüne, der gelbe Pfeilmaler, der ist auch wieder da. Was haben wir da? Da werden wir einen Schlüssel brauchen. Nein, doch nicht. Oh, jede Menge Munition und Patruschkas. Patruschka-Blatt! Ich bin mir nicht sicher, ob wir mir dem gelben Pfeil folgen sollen. Wahrscheinlich schon, aber ich mach gern nicht das, was mir gesagt wird. Ja, wenn jetzt da wieder der Scheiß, wo ich Wasser springt, dann krieg ich einen Vogel. Lade mir Pumpgun noch. Pumpgun nachgeladen! Ah, grüß Gott. Bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das eine gute Idee ist. Oh. Die Muse weiß nichts Gutes. Ja, 6, da findet man wieder ein kleiner Stash. Ein kleiner Fischer-Stash! Was haben wir da? Was? Der heutige Fang! Ein gelber Barsch und ein mittelgroßer Hecht. Eine Seeforelle ist mir leider durchs Netz gegangen. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich eine fremde Person im Wald. Sie hatte ein Fernglas und eine Art Teleskop dabei und machte sich Notizen. Sie hat mich nicht bemerkt. Gut, ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Der heutige Fang? Ein alter Gummistiefel. Ein paar dieser Widerlinge haben sich wieder hier herumgetrieben. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen, wie immer. Niemand bemerkt einen ruhigen alten Fischer, nicht einmal die Fische. Aha. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte in deinen komischen Fischerkasten reinluren. Bin ich gespannt. Hirnbrei Barzletten. Sie meinen, sie haben es richtig erkannt. Bin mir nicht so 100% sicher, ob wir mir da gehen sollten. Jetzt sind wir es wieder unnötig in die Länge, aber da hinten ist ein Licht. Licht ist gut. Also in dem Spiel ist Licht tatsächlich gut, heißt's. Oh, schau hier, Videokamera, Flussufer. Da findet man schon wieder irgendeine... Was war das? Och, kein Kack jetzt da. Was ist das? Salzstrahl. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Wir werden es Erinnert rausfinden. mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Ein Vogel für das Licht. Vogel! 2 für die Dunkelheit. 3 Vögel, wenn ein Kampf ausbricht. 4 für eine Schlacht. 5 Vögel für die Wunden. 6 für die Geschundenen. 7 fürs Ende, was immer es ist. Was? Ach, da muss man die Krähenpuppen hinstellen, oder was? Oder, hä? Jetzt weiß ich mich beobachtet. Was hat's geheißen? Wir haben ja einen Vogel für das Licht. Das heißt, in die Sonne muss eine Krähenpuppe. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Was? Walleck, schaut das miserabel aus, wenn er mit seinen scheiß leichten Augen da ausschaut. Du Mistviech, du Ochsorchts! Wenn ich die Krähenpuppe da jetzt wieder mitnehme, sieht anders aus. Ist jetzt irgendwas... Ein Anhänger. Süß. Talismane haben unterschiedliche Perfekt fürs Vorteile. Rüste sie Armband, aus, das mir indem du Logan sie auf den geschenkt hat. Talisman-Armband platzierst. Was? Das war... Angriffe lassen Feinde häufiger Ich muss die Augen nach weiteren taumeln. Reimen offen halten. Wie tut man das? Bewegen? Ui. Okay. Das ist eine seltsame Item-Verteilung, aber gut. So, was genau schaut jetzt eigentlich anders aus? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt da haben. Wir haben jetzt die Krähe da aufs Licht aufgestellt. Ja, das macht Sinn. Wir müssen jetzt mehr sich eine Krähen suchen. Sehe ich, das ist richtig.
Ich hab das Gefühl, dass der scheiß Wolf, der frisst so viel Munition, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe auch ein paar mit dem Baum eingeschossen. Ja, Entschuldigung! Oh, da ist die Kiste. Du mit Sicherheit Pumpgun raus. Jetzt zerkau die da an. Vielleicht bringt's aber auch was, wenn wir noch erst mal blinken. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh ja, kein Bullshit, ich sag das. Wird's nicht sein. Holzkette des Kultes wird's auch nicht sein. Wir haben einen Schlüssel brauchen, Kinder. Escape verlassen. Drin essen. Weil diese scheiß Taschenlampenspiele, Alter. Flip aus damit. Oh, da oben ist wieder eine Bude. Da geht mit Sicherheit, geht da etwas. Da geht etwas. Dann gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Witchfinder Station. Ja. Witchfinder Station, Cauldron Lake. Haben wir da nicht auch schon? Mit der wir schon wieder lauter Scheiß, den wir nicht eigentlich gar nicht da sollen. Mr. Shadow, welcome to the squad. Alter, Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Haben wir noch gar nicht da. Ab in den Chat habe ich die Ehre an den Shadow. Wer nicht mitmacht, das ist ein absoluter Popomann. Weil ich habe gerne hinter mich. Was ist ich? Aufschießen, glaube ich, geht nicht. Munition verschwenden. Ach Gott, das ist wieder. Psst. Hier irgendeinen komischen Sound, Alter. Was haben wir da? Manuskriptseiten wahrscheinlich. Tipp des Tages: Wenn beim Wandern die Natur ruft, sollte man zuerst die Windrichtung berücksichtigen, bevor man sein Geschäft verrichtet. Alles klärchen. Nehmen wir mal lieber die Sicherheitspumpgun, weil ich glaube, dass da irgendwie nicht. Irgendwas tut da komisch. Irgendwas tut da irgendwie komisch. Oh ja, kein Bullshit, schwörst du. Irgendwas klappert. Gott, sie schnauft schon wieder so komisch laut. PC aus den Händen. Schwörst du. All of a sudden, Wild Pumpkin Moon appeared. Was haben wir da? Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Was? Hey, Sie, Mr. Hirsch! Das ist ein Hecht, du dämliches Drinviech! Okay. Sehr ungutes Gefühl, Kinder. Ganz ungut. Ganz ungut. Waschige Tasche, da ist ein Bettstadel. Oh. Onkel Werner sein Schlafzimmer. Okay, gehen wir wieder. So wieder jetzt nicht dazu. Was haben wir da? Objective Ziel. Untersuchung der realitätsverändernden Effekte, die im Gebiet des Cauldron Lake entdeckt wurden, unter Nutzung von Fiktion und Kunst als Quelle und anschließende Manifestation der Resultate in die Existenz. Methodologie. Unsere Junkies, was Puppen und Symbole nach Bedarf in einem sorgfältigen Testprozess mit dem Ziel verwenden, dass sich die Fiktion als Geschichte manifestiert. Es werden verschiedene Kombinationen von Puppen, Symbolen und Reimen ausprobiert, um eine große Menge an Daten zu sammeln, in der Hoffnung, dass sich ein Muster ergibt. Die Methoden werden im Laufe des Tests auf der Grundlage unserer Ergebnisse angepasst. Es ist das komische Ding da draußen, dass wir haben nicht die Ersten, die das experiencen, und ich weiß, ich habe viel Text übersprungen. Oh. Jetzt mal so einen komischen Trottel vom Scheißer aber geschossen. Ist da ein Vogel drin? Nein, leider nicht. Okay. Ich weiß nicht, was man die Musik sagen soll. Aber ich glaube, wir sind da in Pedotown. Puppel. Ah, Heldenpuppen. Schau hin. Haben wir da noch was? Oh, ein Funk. Da liegt auch ein Funkgerät umeinander. Und irgendwelche Alter, halt bloß die Schnauze, was tut da noch? Grüß dir. Bloß eben mal. Oder? Testorte am Cauldron Lake. Witchfinder Station, Vorbereitung 2. Flussufer 1, Ferienhäuser am Cauldron Lake 1. Und was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Aber was man mal da erkannt ist, an die Falltafel gehen. Und dann ist die Frage. Ja, die Antworten darauf habe ich schon. Was? Manuskriptseiten, die haben wir schon gefunden. Radio haben wir auch. Falltafel, wir haben neue Fälle. Die Frage ist, was ist jetzt da neu? Die Morde am Cauldron Lake, der Kult des Baumes. Mal auszoomen. Wer ist involviert? Kultsymbole haben wir gefunden. Die können wir da. Die müssen doch da aufgehen, oder? Ah ja. Man muss sich auf die Karten aufziehen, passt schon. Was soll damit erreicht werden? Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Opfer des Kultmordes wurde zum Mond. Da haben wir nochmal so komische Symbole. Ja, das passt. Eine Art Signatur. Wollten Sie, dass diese Leiche gefunden wird oder nur eine zufällige Einritzung? Was haben wir noch? Hinweis der Kultisten daran erinnert, dass ihre Opfer wie Tiere sind. Kultpsychologie. Ja. Was haben wir noch? Wer ist involviert? Was ist das da herum? Welche Art von Kult? Kultziel. Später, nein, das haben wir noch nicht. Casey, der Kult des Baumes führt Rituale durch, um Monster zu erschaffen. Also jetzt auch nicht, wo das dann, muss man das ist doch, da haben wir das Battle noch nicht dazu. Und da Opfer des Kultmordes wurde zum Monster. Wer ist involviert? Na, wird das vielleicht so sein? Nein. Kultziel. Das ist jetzt ein bisschen Try and Error, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die ganzen Fälle habe ich natürlich nicht mehr auswendig im Kopf. Haben wir Kultverstecke. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise Das ist was über Neues? den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Okay. Bright Falls. Gut, das sind diese Versteckdinger da. Das war am Cauldron Lake. Jawohl. Die Notiz darin fordert die Kultisten dazu auf, ihre Opfer zu dehumanisieren. Okay, dann haben wir da noch was. Kinderreime. Okay, picken wir mal ohne. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Da hat sie ausnahmsweise mal recht. Was haben wir da? Seltsame Puppen. Oh ja Gott, im Himmel, was ist denn das alles? Ah ja, seltsame Puppen. Gleich mit da aufgeschissen. Jawohl. Ist das mit Folie überzogen? Da hat sich jemand ins Zeug gelegt. Okay. Aber das Nachstellen des Reims hat die Umgebung verändert. Da ist mir nichts aufgefallen. Reime von Cauldron Lake. Reime von Bright Falls. Was sind das für Dinge? Wer war das? Aber alles Cauldron Lake, oder nicht? Da haben wir auch noch so komische Puppen, die gehören auf alle Fälle daher, da bin ich mir sicher. Ja, machen wir das mal ein bisschen kleiner. FBC-Akte, welche die Testorte im Cauldron Lake. Reime vom Cauldron Lake? Ah ja, da brauchen wir direkt die. Ja, dann gehört das da wahrscheinlich auch hin. Nein. Nein. Reime von Bright Falls, was sind das für Dinge? Wollen wir das mal da hier runden? Ah ja. Und dann die Geschehene. Ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Okay. Warum laufen Sie über leicht aus eigentlich, währenddessen ich habe auf einem Bild mit Kinderzeichnungen einen seltsamen Reim gefunden. Jetzt mal nochmal Reim vom Cauldron Lake. Nee. Hat keinen Sinn. Na, Puppen ist natürlich auch nicht. Ah ja. Was sich halt ändert. Reim aus der Nähe der Brücke am Cauldron Lake. Ja, das nervt ein wenig. Mal da mal. Na. Ja. Ja, okay. Dann ist da mal alles. Es wird da ist so ein kleiner gelber Punkt dran. Das sagt man wahrscheinlich, dass wir für das Beutel und Hinweise gefunden haben zum Verteilen. Das sind diese Lunchboxen. Oh, Lunchbox vom Bereich nahe der Witch's Hut am Cauldron Lake. Dann gehört die kleine Box gehört da. Oh, da sieht man mal, wie viele Boxen das da haben. Wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4 Boxen zum Finden irgendwo. Ja, gut. Hat uns jetzt das so unfassbar viel weitergeholfen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass jetzt da gleich irgendeine Scheiße passiert und ich habe absolut gar keinen Bock. Da haben wir jetzt die Puppen gefunden, sonst mehr nicht gehen. Machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück, wo der gelbe Pfeil gesagt hat, wir sollen mal hingehen. Ah, Musik, na, unangenehm. Gleich mal die Sicherheitspumpkin raus. Die Sicherheitspumpkin raus, damit nichts passiert. Und den Schrank aufmachen. Scheiß Ikea-Klump! Mal Quietschhähnchen. Weißt du nicht schon anreinig genug ist, sitzt der Hellkanner da und schaut gegen den Wind, du Huren. Mal da raus. Oh, da haben wir wieder so ein Ding. Da ist noch einer dieser Reime. Wenn wir ihn da wieder gefunden haben. Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim, nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und als der Held zurück eins kam von seinem Liebchen, blieb nur ein Arm. Okay, Held verließ sein Haus. Und ein Baum, Boot, Auge, Bonbon, Vogel.
Wo muss jetzt da... Also, wenn kocht der Isegrim nur Böses hatte, er im Sinn. Vielleicht müssen wir da einen Vogel drauf tun. Vogel? Nein. Da haben wir Bonbon, Auge. Na, mal ja seltsam. Mutke hält verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim. Probieren wir es halt einfach einmal. Das ist ein scheiß Wurscht. Machen wir so. Vielleicht feiert uns da aber auch noch irgendwas. Aber der Held ist schon sehr... Weißt schon? Probieren wir einfach mal alle durch. Bom. Ne. Naja, gut. Weiß ich jetzt nicht so recht, was man das sagen will. Er ist gereist in die Welt, also Boot. Ja gut, das da tatsächlich Sinn mal. Probieren wir nochmal das Boot, aber da haben wir ihn eh schon draufgestellt. Aber von einem Vogel lese ich da jetzt nichts. Vielleicht brauchen wir noch mehrere Teile, keine Ahnung. Isegrim ist gleich Halbbruder der Gebrüder Grimm. Was? Das glaube ich da nicht. Das meine ich ist wieder ein Schmarrn. Was auch immer da drin los ist. Ich habe vorschlagen, wir verpissen uns jetzt. Die Frage ist, wo ist da gleich wieder hingegangen? Ist das der Way nach Hause? Flo, mir ist wieder ein Zwickel, Alter. Da nimm, kauft er 4 Dosen Bier. Kriegt er 4 Dosen Bier in der heutigen Inflation. Da krieg ich nicht mehr halbwegs, da krieg ich nicht mehr Faxe. So, runterspringen. TV, ja, das ist das neue Call of Duty. Da wird nicht mehr geschossen, da wird jetzt bloß noch diskutiert. Das heißt auch nichts Gutes da. Da gehen wir nicht rein in die Suppen. Nein, in diese Suppe gehe ich nicht. Geht's da hinten hin? Da kann man doch irgendwie umgehen, oder? Wir gehen jetzt dem gelben Pfeil noch, du kannst mir am Arsch lecken, da gibt es wieder der Wolf und beißt mir ins Gesicht, der Huren. Mistviech, geschissens. Oh, da ist eine Höhle. Aus dem Wasser kommen wir nicht mehr Base raus. Oh, da ist ein Hakenkreuz. Da war ein lustiger Hakenkreuzmaler. Minus. Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Ich weiß nicht, was man. Wo zur Hölle haben wir? Wir kriegen nicht mehr Haus, ich bin mich verlaufen. Da hinten ist die Brücke. Was ist. X plus 2. 3. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kultesbaumes? Ja, ich hab's schon. Was ist das da oben? Alter, was ist die? Alter, hab ich gerade eine Todesgänsehaut. Bist du behindert, oder was ist mit dem? Was hat der jetzt gesagt? Kaputte Tür? Psuff, Alter, was ist mit dir? Also, wacht. Jetzt weiß ich mal, wacht. Minus 2, Sim minus 2, 5. Ab in den Chat, mitschreiben. 5. 8. 5, 8, 5, 8, 5, 8, 3. 5, 8, 3, wo ist die erste? Schauen wir mal, wie viel Zahlen das wir brauchen. Was da wohl drin ist? Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Are you bright enough? Rock Tree. Okay, dann müssen wir die Zahlenfolge ändern. Rock Tree. Dann nehmen wir 5. Ach, das heißt ja 3 plus 3. 5, 6, 8. Probieren wir 5, 6, 8. Das war's nicht. Dann probieren wir 3, 5, 8. Nein! Stopp! Was war das gleich wieder? 6, 5, 8. Ah! Absolutes Pro-Gaming, Kinder! Are you one of us or one of them? Nehmen wir, dann haben wir was zum Schmeißen, dann was zum Verarzten, hat sich schon rendiert. Jetzt es liegt da noch irgendwas. Weigel Chips kann man es auch mehr einfressen, haben wir schon lange nicht mehr gegessen. Haben wir schon! So, jetzt müssen wir den Typen da umzerpimmeln. Hab ich gehört. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir umeinander rennen, ich glaube, das ist nicht richtig.
Da ist schon wieder irgendeine Bude. Nein, wir gehen jetzt an dem... Geh weg jetzt. Wir wollen irgendwann in diesem Jahr... Das wird dieses Jahr sowieso nichts. Heilige Scheiße, oder? Es ist... In der Woche ist Mitte November, legt mir doch am Arsch an! Hundklump gesorgt. Warum habe ich immer keine Schlüssel für so Sachen? Fix. Wir gehen jetzt zum Pfeil. Wir müssen mit der Main Story mal vorankommen. Was weiß ich, was zum Pfeil geht. Da zurück aus, glaube ich. Mehr Schlüssel müssen wir finden. Das ist, glaube ich, alles optional. Ist das ein bisschen Zwischenspeichern? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab dich mit der Taschenlampe, du Hure! Du kannst dich mit Schmerzmitteln Control heilen. Schmerzmittel sind schnell anzuwenden, gewähren jedoch eine kleine Heilungswirkung. Ja, aber wer zur Hölle hat denn... Hätten wir beide gar Tampfer? Die fressen für ganz schön viele Kugeln, diese Hurensöhne. Letztes Mal so geheißen, Schiss aufs Raude. Ich glaube, dass die gute alte Kugel in den Kopf einfach viel besser geht. So, Schluss jetzt mit der Scheiße. Wir gehen mal heim jetzt da. Geht's zu im Hafenstall. Klang ich schon wieder. Kein Meter nicht gemacht. In der Main Story. Hat man als FBI-Mensch keinen Universalschlüssel, genannt Bolzenschneider dabei? Weiß ich nicht. Die Hosentaschen schaut ein wenig klar aus. Nein, da war der Fischer Sepp. Müssen wir da wieder 4 und rechts. Haben uns wieder total verlaufen. Schaut alles gleich aus im Wald. Wer hätte das gedacht? So, zurück aus jetzt. Zurück aus, wo ist der gelbe Pfeil? Da ist der gelbe Pfeil. Wir müssen mal Meta machen, sonst wären wir niemals fertig da. War eigentlich was ich mir offstream mal erkannt. Was ist jetzt da? Muss ich da graben oder was? Ja, super, jetzt findet man einen Schlüssel. Flussufer Versteckschlüssel. Kruzifix! Ach komm, dein Ernst jetzt? Ja, gut. Ich glaube, wir waren schon richtig. Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir einfach mit da lang. Geht zum Pfeil. Oh, PlayStation-Controller. Ja, dann waren wir schon richtig. War da nicht alles für Katz. Schau hin. So, einmal kann ich noch blenden. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was genau die Blenderei bewirkt. Ah! Und es war aber kurz vorm Abnippeln oder nur kurz in die Hosen gejist, oder wie wir verstehen das? Haben die keinen Loot dabei? Doch, haben sie schon. Ja, ein paar Painkiller, aber jetzt haben wir nicht mehr recht viel Munition. Da kannst du mir Munition droppen, ihr Arschlöcher. Vor allem, wo kommen die her? Da waren wir doch gerade. Die wird narrisch. Ja, gell. So, Versteckschlüssel. Ja, was? Ich geht da nicht. Vielleicht geht's am anderen Kasten. Da vorne ist nur ein Kasten. Aber wie viele Schuss haben wir noch? 8 für Pistolen, 10 für Pumpgun. Vielleicht muss man demnächst mal einfach ein bisschen... Was ist mal? Flussufer Versteckschlüssel! Zu nichts zum Brauen! Scheißklump! Da oben brennt der Licht. Da müssen wir hin, glaube ich. Aber gut. Das hätte schon so ausgeschaut, als hätte er irgendwas verloren, aber habe nichts gefunden auf dem Boden. Oh, was haben wir jetzt da? Kommt doch gleich wieder daneben. Was ist das? Was ist das? Nein, ich verband. Was ist das? Mag das nicht? Geh mal trotzdem rein. Jetzt habe ich schon wieder so viel Ding verschissen da. Oh ja, das ist gut. Ja, Munition. Jetzt habe ich 2 mit. Ach, jetzt habe ich Kack gemacht. Habe ich Kacker gemacht. Wir müssen wieder auf.
Schaut her wie mitten im Wald aus, anstatt aus am Flussufer. Ja, okay, bitte schnell. Witch's Hut, so gemein. Das ist unser Weder. Ah, 6. Heisel. Oh, da kann man speichern, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Kann man nicht speichern, gell? Kann man doch speichern. Ah, immer wenn es so tut, kann man speichern. F, schnell speichern! Sicher! So, gibt es sonst noch was da drin? Nein, nicht wirklich. Ja, aber auch keinen Plan so wirklich, wo wir hin müssen. So wieder, wie es ist. Oh, unangenehme Fensterläden. Da hinten waren wir schon mal, glaube ich. Aber es hat sich ja irgendwie alles verändert. Und ich glaube irgendwie... Ja, das haben wir schon gelesen, glaube ich. Und da ist auch Zeug umgelegen. Ja, ich erinnere mich schon wieder grob. Aber, oh, da hinten war noch was. Ah, das waren die komischen Kisten. Da ist rot. In der Höhe so. Wenn wir da schauen, kehre nach Bright Falls zurück. Können wir irgendwie die Map anschauen? Ja, tatsächlich. Ja, wir müssen da am Parkplatz her. Ja? Und irgendwie, jetzt gehen wir da einfach mal da auf und dann schauen wir. Schauen wir, wie weit das wir kommen. Schäberei da. Dennis! Merci, wenn du zu 50 geht. Besser später als nie. Hashtag Nachschau-Squad. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Grüße gehen raus an den Nachschau-Squad. Hier, gell, oben lesen. Was oben lesen? Elsa, was? Wo? Da ist oben ist nix. Oh, da ist jemand. Maske! Spielten! Ah, so weicht man also aus mit der Leertaste, kurz bevor er zuhaut. Bagel Batterien oder fallen lassen. Ich brauche Munition, du komischer Hillbilly-Trottel! Moon! Scheißen! Kann ich eigentlich zuhauen irgendwie? Alter, da war jetzt wieder Helch drin, das weiß ich noch. Echt? Sind Sie noch da? Nein? Gut. Dann müssen wir zurück. Nochmal Map schauen. Das ist falsch. Was ist da wieder los? Gara, mehr ist wieder ein Reset. Birgit, danke dir für die vielen Jahre Abendunterhaltung. Viel Spaß noch. Ebenfalls viel Spaß. Und nichts, absolut gar nichts zu danken. Küsschen aufs Nüsschen. So, da ist verschütt. Was ist das für ein Weg? Müssen wir uns ein bisschen orientieren. Da hinten ist auch verschütt. Müssen wir da hinten rundum oder was? Trotzdem schaue ich mir jetzt schnell den verschütten Weg an, weil da geht es ja nicht so Gaudi so weit hinten. Wahrscheinlich ist der böse Wolf wieder da. So, Wolfsepp. Oder müssen wir wirklich diese Rätseldinger da, müssen wir da irgendwas verändern? Das kann natürlich auch sein. Da ist noch eine Lunchbox. Ah, Lunchbox. Lunchbox! Manuskriptfragmente, mit dem kann man irgendwie die Waffen verbessern, aber so weit sind wir noch nicht. Denk dran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Okay. Das ist dermaßen eine Depri-Scheiße, dass es spät ist. Naja, gut. Geht's ja nicht zur Gaudi dahinter. Der Marvel Maniac und der Rotorex und sonst keiner hat wieder gespannt. Map! Verstehe nicht. Verstehe nicht, was manchmal los ist mit euch. Servus Birger, servus Chat, bin jetzt auch da. Passt, die Zeit ist one. So, jetzt gehen wir mal da. Mal da zwischenspeichern. Ich glaube, dass es der Zwischenspeicher ist. Ich habe keine Ahnung. Und dann müssen wir, glaube ich, da hinten. Wenn ich das vorher auf der Karte richtig gelesen habe, dann ist der lange Weg da hinten und dann rechts. Ja, kriegen wir schon. Ui. Ich höre einen Wolf. Ist. Mal. Wir haben es so abgehärtet vom Horror Oktober, das war das absolute Horror-Bootcamp. Bloß dein Maul. Und das Telefonzellen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichsten Glückwunsch. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Wir sehen uns am Parkplatz. Ja, nach Bright Falls zurück, okay. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Okay. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Oh, jetzt wird es wieder hell. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Okay, machen wir schon richtig. Mr. Duke! Mehr sage ich da jetzt nicht dazu, Schellen nicht hängen lassen, durchbeißen. Was los ist, geht mir nicht so, geht... Oh, was ist jetzt wieder? Was ist jetzt?
Ich hab mich nicht umgedreht, das hat es selber gemacht. Und jetzt wieder! Hä? Ich muss zurück. Ich habe einen Fall zu lösen. Was? Ja, nach Bright Falls zu. Ja! Ich, da unten die scheiß Treppen auf, oder was? Weil ich da jetzt nicht außen drin rumlaufen kann, du Rindviech, du Dämlichs. Muss ich dort. Ja, gut, dann geh mal. Da Wallig ist aber ein großer Berg. Mitten neben der Zugspitze, du. War ich kurz verwirrt. Der Isengrim, der Wolf, der den bösen Baron aus einer Fabel verkörpert. Das sind Sachen, die weiß ich nicht. Sind das reale, also sind wirklich echt geschriebene Märchen oder was hat denn der Baum schon wieder für einen Schlaganfall? Bloß dein Malensgriff voll. Ist auf der Zelle iPhone gestanden oder habe ich mich da verschaut? Mr. Proxy, ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe die ganze Zeit Angst vor dem Wolf. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir das Rätsel nicht lösen haben können. Da, Parking. Parking hört sich doch gut an. Damit über die Sicherheitsschrupflinten raus, bevor der Basie Wolf kurz vom Parkplatz noch daher steuert. Da waren wir, da haben wir uns mit den anderen Typen getroffen. Da haben wir doch irgendwo. Haben wir da nicht irgendwo durch den Zaun durchgehen können oder so? Nochmal auf die Map. Da rechts haben wir durch den Zaun gehen können. Oh, jawohl. Easy! Was hat's denn da gerade für einen Anfall an von oh Gott, ich hab mit Hosen geschüsselt. So! Was genau haben wir jetzt eigentlich rausgefunden? Das ist einmal das erste, was wir mir jetzt lernen. Cauldron Lake, jawohl, haben wir rausgefunden. Und dann haben wir noch bei den Kultverstecken was gefunden. Rup, jawohl. Und wir haben eigentlich eh nicht gefunden. Okay. Hey, Mr. Casey! Bereit? Mr. Max Payne. Natürlich sind wir bereit. Abflug. Also, Moment. Ist ja klar. Sie fährt, sie macht alles. Sie löst den Fall. Sie fährt. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Ich habe das Gefühl, da kommt was dazwischen. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut, ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Was? Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du noch mal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Besser wie ein Ladescreen. Ach, das ist aus Cluedo. Hab ich nie gespielt. Darum sagt es mir wahrscheinlich auch nichts. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. War die Leiche, Die die letzte man Begegnung. 13 Jahre. bescheuert ist aber so.
Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann Ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja, Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Ich erinnere mich. Herr Wölfel, merkst du dir? Ich weiß nicht, Alan Wake darf jetzt so das letzte Horrorspiel sein. Ist jetzt nicht ganz ein Horrorspiel, aber... Vielleicht aber auch doch. Danke dir. Danke. Willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein Dürfen wir jetzt neuestes finally Buch. mit ihm mal spielen, ne? Und Hallo? wie immer begleitet uns unsere Hausband, die Old Gods of Asgard. Legt mal los, ihr Verrückten. Initiation Nummer Ich 1. wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. Das kreative Genie hinter den äußerst Alter, das ist ein real Action, Live-Action-Film. Okay. Ein herzliches Willkommen, Cool gemacht. Alan Wake. Sehr cool gemacht sogar. Wow! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie. Interesting. Setzen Sie sich. Herr Wölfel, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn Lehnen nie wir uns zurück und langweilig? lauschen. Was soll langweilig werden? Ein neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lange im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja Ihr böses Double geschrieben. Super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das
Konzept der Realitätsstruktur in ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room, gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen Erklärung, was da los ist. Wir schreiben mir quasi gerade das Ich stehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. mehr oder weniger das Ich Kapitel musste nach Hause. oder das Buch Zu Return. Alice. Und ich weiß halt nicht so hundertprozentig, was in Teil 1 passiert ist, aber es ist schon so, dass er die Geschichten da schreibt, die dann wirklich passieren, da so in zwei Was zum verschiedene Teufel Welten. war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe in ihr ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Hey! Jemand hat mich eingesperrt! Jetzt müssen wir die... Hallo! Warte mal, kann man da Scheiße. Jetzt muss ich den Code selbst finden. Den finden wir schon. Toll. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Doe gehört. Interpretation! Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Okay. Irgendwo 3 Stellen brauchen wir, ja? 3-stellig war's. Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. 665. Probieren wir es doch einfach mal mit 665. Wobei es mir ein bisschen zu einfach vorkommt. Okay. Das kriegen wir sogar mir hin. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Ich hab nichts gehört. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn da irgendwelche komischen Arschlöcher kommen, die uns wieder wollen? Wir haben keine Waffen und nichts. Oh, da geht eine. Da hinten. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Oh nein, nicht kann ich Stealth sagen. Nicht. Oh, das schaut schon wieder so aus, als kann man da so rundherum laufen, damit man vor jemandem davor laufen kann und so. Nein. Oh. Okay, was? Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Jetzt müssen wir... Ich hatte geschrieben. Initiation. Schreib, um zu entkommen. Kann man nichts machen? Was haben wir da? Das ist quasi der Gedankenraum für ihn. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte.
Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen, Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Verstehe das richtig, dass er da in dieser anderen Welt sitzt, in diesem Writers Room und da nicht rauskommt und die Geschichte in der realen Welt von der FBI-Agentin und vom Casey schreibt, damit die Dinge passieren, damit er aus der Welt rauskommt? Irgendwie so, keine Ahnung. Schauen wir uns das da mal an. Was haben wir da? In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich, ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort. Psst. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusste das, was draußen war. Ich versuchte, eine Geschichte zu schreiben, um diesen Ort zu entkommen. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ mich vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Der dunkle Ort, gefangen, schreib, um zu entkommen. Und jetzt heißt das neue Bier hier halt Return. Zurück. Es ist eine Wer denkt sich sowas aus, Alter? Weißt du mir nicht verzeihen, dass irgendein ein Singleplayer-Spiel auf dem weiterschreiben. Ein Singleplayer-Spiel auf dem Planeten nur eine richtig gute Geschichte hat, Mann. Gibt's diesen hier? Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass sich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnten. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Um sich eine Story zu transportieren, ist natürlich klar, dass da viel Zwischensequenzen und so weiter sind. Und das finde ich richtig geil gemacht, dass da Realverfilmungen dabei sind. Richtig stark. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestsellerautor, dessen finde ich einen Weg aus dem Talkshow-Studio. Als Vorlage dienen. Legen wir los. Okay, können wir nichts machen. Oh, jetzt haben wir endlich einmal der Alan Wake. Phase 1, wir kommen da schon nicht mehr raus. Was haben wir da? Müssen wir uns wieder in die Talkshow hinein projizieren, ja. Das kapiere ich noch nicht so ganz, was der Fernseher da damit zum tun. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Max Payne Face. Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte.
Geile Der Stimme. Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Okay. Wahrscheinlich finde ich einen Weg aus dem Talkshow-Studio. Immer nur das Gleiche, aber da passieren die... Bin ich gespannt, was jetzt passiert. Probieren wir gleich mit Nummer 665. Achtung. Ja. Okay. Darin scheint es das Gleiche zu sein. Ändert... Hat sich... Old Gods of Asgard. Okay. Fünf, sechs, fünf. Hoppala. Jetzt haben wir wieder in dem komischen Bunker, wo jetzt dann das Viech uns nachläuft. Aber es ist ja leicht abgeändert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Vorher haben wir noch nicht rundum gegangen, gell? Können wir da aussehen? Natürlich nicht. Gas. Schauen wir mal, was diesmal passiert. Hallo? I have a very bad feeling about this. Auch der Gesangsübungen? Der Hausmeister. Der Da hochschauen. bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Was? Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Ich mag überhaupt nicht wissen, was im Keller ist. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für 2, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Okay. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg.
Frau Hagenburger, bist es du? H-A-N-G. Okay. Also alles, was ich verstanden habe, ist, ich glaube, wir müssen in den Keller. Brauchen wir? Tatsache. So. Oh, her den. Das ist unser Raum, da haben wir hergekommen. Haben wir da mal. Wo zur verfickten Hölle wird's denn da in den Keller gehen? Was weiß ich denn? Was labert der? Müsste da. Mal probieren wir das Exit-Ding, oder vielleicht geht da noch was weiter. Ah, Basement. I have a... Es ist November, der Oktober ist vorbei! Ich mag nicht in den Keller, aber ich geh was leicht drin! Vorher übrigens was in die Kommentare oder im Chat gelesen, besser gesagt. Und ich habe ein bisschen Joker-Vibes, ja, in dieser Talkshow. Das hat dieselbe Farbgebung, so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oh, Karte. Du kannst die Karte zugreifen und in den Autorenraum zurückkehrst. Ich kann einfach auf M drücken, oder nein? Karte, Keller, Werkstatt. Was ist da? Verlassen. Kellerlager in der Werkstatt. Wir brauchen ein Werkzeug. Okay. Map! So, ich habe jetzt aber keinen Bock da ohne Waffen vor irgendwelche Spackos davor zum Laufen. Das ist schon klar. Oh, da. Was heißt das? Oh, da ist Licht, okay. Ist das, was es mir sagen will? Versteh's nicht? Die Physik scheint in der Parallelwelt nicht die stärkste zu sein. Es ist hell, hell ist gut. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Was zur Hölle ist das? Okay. Color Grading, die Mr. Lampe Werner, schien richtig. bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Das ist quasi unser Taschenlampen, der... Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Verwende die Engelslampe, um Lichter zu verschiedenen neue Wege zu offenbaren. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Okay. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ja, okay, deswegen sagt er mir das Licht da so. Ich verstehe. Es scheint nur mit diesen Dingen dort Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Okay. Ja, das eröffnet natürlich die eine oder andere Möglichkeit für Rätsel, aber jetzt ziehen wir es wieder aus. Und dann ist da wieder... Oh, leck, okay. Ich sehe mich schon hart versagen, was diese Rätsel da betrifft. Schauen wir mal da rundum, da gibt's nichts. Boah, leck bin ich jetzt der Gehalt durch dein Maul, bist du behindert? Alter, hat's mich jetzt innerlich gerissen. Ah, du Wichser. Schnauze voll von der Scheiße, ich hab keinen Bock, dass jetzt da irgendein Klappspaten kommt und gehen wir mit da lang. Wieso kann ich da oben schauen? Mag ich's wissen. Hey Thüringer, schöne Grüße zurück nach Österreich, merci für den Resub. Haben wir da herum irgendwelche Lampen gesehen? Nicht wirklich. Ich musste einen anderen Ausgang finden. Ja, tolle Wurst. Tolle Wurst. Bong bong aus Wurst. Ah ja. Ich schon. Und dann? Gehen wir da wieder aus, oder was? Warte, jetzt gehen wir da um, vielleicht hat sich da ja hinten dann was verändert. Ja. Ah, wieso rennt denn alle so durch die Tür durch da? Super.
Trotzdem einfach alles einfach nur unangenehm. Und jetzt kann ich das da, keine Ladung. Keine Ladung. Wieso habe ich da keine Ladung? Mal wieder zurück aus. Ich muss mir wieder Licht holen, oder was? Da Licht holen? Nein. Er prügelt sich da so ein bisschen. Was ist denn eigentlich das da schon wieder? Ein Ich musste den Krematorium. Keller finden, den der Hausmeister erwähnt hatte. Ja, wir waren gerade in dem Keller drin. Jetzt, Moment einmal. Müssen wir uns jetzt dieses Licht wieder holen. Wunderbar. Ja. Jetzt kommt man aber da hinten nicht durch die Tür durch, oder? Doch, okay. Dann holen wir uns die Ladung für den Fernseher. Und rein damit. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben da ein richtig heftiges Mindfuck-Spiel vor uns. Nächstes Kapitel. Los geht's. Wo sind wir? Finde ich einen Weg aus dem Talkshow-Studio. Ja, jetzt ist die Frage, wie? Was haben wir da? Schnell speichern? Ja. Okay. Dann nehmen wir jetzt da einmal die Ladung mit, nehme ich an. Oder müssen wir die müssen wir jetzt, dementsprechend müssen wir die jetzt da lassen, damit wir weiterkommen da. Ja, ich hab schon verstanden. Können wir es da wieder aussetzen? Nein. Okay. Wo sind wir jetzt? Holy shit, Alter, gibt doch mal die Grafik, bist du behindert? Das Münztelefon läutete. Ja, Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Okay. Alter, gib doch mal, wie die Stadt ausschaut. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Alan Wake, Ja. wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja! Ab zur U-Bahn-Station. Also was ich da jetzt wirklich mir an, ihr schreibt es ja gerade im Chat und so weiter. Vertonung ist 10 von 10, die Atmosphäre 10 von 10, die Grafik, schau dir mal das Ding an. Schau dir mal diese Grafik an von dieser Umgebung. 10 von 10, Sounduntermalung 10 Der Mann von hatte 10. Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Story, nach wie vor spannend, nur ein bisschen verwirrend, weil ich nicht ganz weiß, was los ist und nicht alles so richtig nachvollziehen kann. Ist da vorne jetzt gerade jemand gegangen, oder? Was tut denn da so? Da hinten ist was Komisches. Schauen wir uns so. Ist er besser? Scheiße.
Scheiße. Nur kein Aufsehen, nur auf der Durchreise. Die Schatten flirrten, als hielte sich dort jemand auf. Doch da war niemand. So sollte es auch bleiben. Okay. Karten. Wo sind wir mir? Caldera Street Station. Wo müssen wir mir hin? Finde den Eingang zur U-Bahn-Station. Geradeaus Gasse, rechts wahrscheinlich. Talkshow-Studio, wahrscheinlich die Station dort. 4 rechts, links. Finden wir hin. Braver Chat, so mag ich es. Map! Map! Alter. Fuck you. Da wo es blinkt wahrscheinlich, hä? Alter, die Umgebung schaut vielleicht krass aus, Mann. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich glaube, das ist sowas... Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Kann man sie Licht mitnehmen? Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Meine Lampe hatte keine Energie. Ich musste ein Licht für sie finden. Ah, was tut denn so? Okay, Licht finden. Da hinten ist doch ein ziemlich helles Licht, oder? Vom Auto. Ah, die komischen Stimmendinger da, ein miserables Bild. Wenn ich beschissen sage, dann meine ich das nicht negativ. Kann ich das Licht da... Ah, hör auf, wieso? Lass mich in Ruhe jetzt mit deinem Scheiß. Könnte man da irgendwie außen rundum, warte mal. Ah ja, ich sehe schon, man muss da wahrscheinlich durch das Gebäude irgendwie durch. Ja? Dann könnte man irgendwie könnte man da hinten dann raus, laut dann Highline Station. Stopp. Was heißt das da? Lichtwechsel, inaktiv. Das komische geriffelte zeigt, da weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich kommt man nicht durch. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen irgendwie. Oder eventuell in die Highline Station irgendwie. Schauen wir mal. Da kann man aufgehen. Oder kann man da reingehen? Warte mal. Cold Casey. Die Tür war versperrt. Ist das die Tür? Ja, das wäre die Tür. Schauen wir mal, ob wir oben umkommen. Ah, ist das gut, Alter. Der Niki Netter schreibt, und RTX ist bei dir auch noch off, oder? Ja, RTX ist aus. Wir können es gerne mal probieren, wie es ausschaut. Sollen wir es mal zu Testzwecken? Interessiert es euch, wie es ausschaut, wenn wir RTX einschalten? Ob es einen Unterschied macht? Bitte ab in den Chat mit Ja oder Nein. Okay, RTX interessiert leider, ich habe bloß 3 Mal Ja, mich interessiert es nämlich auch, also egal. Raytracing Preset machen wir einfach mal hoch. DLS machen wir einfach alles auf hoch. Man muss da nicht neu starten und nichts, also es geht nahtlos. Ja, es ruckelt halt dann. Ich sag das, wie es ist, ich kenne keinen Unterschied. Ich glaube, passt mir auf die Bodenreflexionen auf, da die roten, die sie am feuchten Boden spiegeln und so. Und vor allem, wenn die Lichter blitzen. Wer nicht weiß, was Raytracing ist eine bestimmte Technologie, wie Licht in Spielen dargestellt wird. Eine realistische Darstellung von Licht. Welche Grafikkarten? 490. Eine 4090. Machen wir es wieder aus. Um ganz ehrlich zu sein, ich merke nicht recht viel Unterschied. Und das geht mir oft so. Oder warte mal. Da darf man sogar, wenn ich wenn es im Hintergrund aufs Hintergrundbeutel aufpasst, merkst, wenn ich es ausschalte, dass sich einfach ein bisschen was ändert. Hoch, aus. Aber es ändert sich nicht viel. Es ist alles ein bisschen heller und das Licht ist halt einfach realistischer. Also das Licht verhält sich im Spiel, beim Rendern, bei der Darstellung, realistischer wie in echt. Das heißt, dass zum Beispiel von den LEDs da wirklich Lichtstrahlen berechnet werden und sie dann wirklich im Boden spiegeln, wie sie auch wirklich sollen, an Schatten werfen, wie es wirklich so in und lauter so Sachen. Da hinten schaut es ziemlich hell aus. Schauen wir uns das einmal an. Mir gefällt das gar nicht, dass da lauter so komische schwarze Schatten umeinander stehen. Okay. Stand es so auf der Seite geschrieben? Was zur Hölle?
Oh, hey. Sie waren bei Doors Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Wie krass das Gesicht ausschaut, Mann. Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals. Achso, ja, wir gehen jetzt da natürlich hinter, weil... Casey! Verdammt! Weil das eine richtig gute Idee ist, habe ich das richtig verstanden, ja. Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse starb. Oh, Taschenlampe, Taschenlampe. Oh. Mich wieder Oh, Pistole und Taschenlampe. umgebracht. Was ist mit Sie dem? werden es nicht bekommen. Sie glauben, Sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen Sie auch nicht. Sie bekommen, was Sie verdienen. Ja, aber schreiben wir nicht mir den seine Geschichte. Was tut jetzt der bei uns da? Ich brauchte seine Waffe und die Lampe, um mich zu schützen. Ja, das verstehe ich schon, dass ich jetzt die Waffen und Lampen aufnehmen muss, aber ich kapiere nicht ganz, was es eben ist. Ich glaube, dass das war mit dem Casey. Dies war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detective. Okay. Ich besaß Wir haben nun ein Batterien. Licht. Ich Wir haben musste Munition. zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Kommen wir da rein? Nein, natürlich nicht. Okay, zurück zur U-Bahn-Station. Oh, nein. Das war jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Ich verstehe nicht ganz, was ich... Okay. Okay, gehen wir. Okay, wir gehen. Na, da schauen wir nicht. Klang der einfach anleichten, oder muss ich fest einleichten? Leicht einleichten? Fest einleichten? Weiß es nicht. Überhaupt einleichten? Sie zu benutzen. Ich konnte es nicht nutzen, um sie schnell zu machen. Alter, was ist mit euch? Wir sollten da halbwegs anständig aimen. Sie wollten Sind mich Scheißdreck. aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole und Taschenlampe wehren. Das Licht habe ich, wenn du die Dunkelheitsknoten mit deiner Taschenlampe zerstörst, wird der Weg voran enthüllt. Okay. Da habe ich wirklich gehört. Die Taschenlampe erfüllte ihren Zweck. Okay. Okay. Ich konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Und jetzt 4 und rechts. Geschlossene Tür. Und dann ein paar so Lichterquellen. Da gehen wir jetzt einmal hin zur ersten Lichterquelle, wo wir waren. Da wo vorher das so geblitzt hat. Alter, da sind jetzt überall so komische Typen, oder was ist da los? Bloß dein Maul. Bloß dein Maul. Das Kreiselige ist nicht, jeder greift die an, oder wie? Alter, ich bin narrisch. Alter, wie asozial ist das denn gemacht? Ach, da verändert sich irgendwie die Umgebung. Ah, okay. Okay. Alter, was zur verfickten Hölle.
Wer lässt denn sowas einfallen? Caldera Station. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. Wir haben jetzt noch mehr Licht, oder was? Was haben wir da drin? Patruschka-Blätt, die können wir brauchen. Oh, leck. Ui, das Spiel ist schon fast ein wenig zu gut, um wahr zu sein, Freunde der Sonne. Ich muss jetzt ein zweites Licht finden, verstehe ich das richtig? Okay. Die Frage ist, muss ich das kann ich mir... Jetzt warte mal, da ist ja noch eins, da vorne ist ja noch eins. Ja, machen wir es einmal so. Jetzt pass auf, jetzt nehme ich das mal wieder mit und tue es da vorne rein und schau, was sie für... Ist das gut gemacht, Mann. Und schau, was sie für... Wahrscheinlich kann man dann in die Station da oben aufgehen. Ja, genau, das dachte ich mir. Hallo. Und speichern tut man auch gleichzeitig noch. Da hat sich tatsächlich jemand... Alter. Das Game, Alter. An dieser Stelle ist vielleicht einmal Zeit, den Like-Button zu smashen. Wieso? Freunde sind behindert. Smash the Like-Button. I'm a simple man. I see a Like-Button. I smash! Morgen beieinander übrigens. So, schauen wir uns jetzt mit dieser. Don't write steht da drauf. Oh, haben wir da was durchgekommen? Nein. Noch vorbei? Nein. Da so los. Da geht's. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns das Licht von dem Auto holen müssen. Das leicht mir die ganze Zeit schon so. Oh, da ist der Leute. Ich hab meinen Namen gehört. Coole Graffitis. Alter, dieses Scheiß-Gig. Techle von den Arschlöchern. Was hab ich jetzt da? Also komm mal aufmachen. Ah, ist das mies. Ich weiß nicht warum, aber die machen mir Gänsehaut. Ich sag das, wie es ist. Ich sag's dir, wie es ist. Reinige? Tatsächlich. Wer soll sich denn da auskennen? Vorsichtig. Kannst sie nicht haben, und so. Also gelber Pfeil nach rechts um. Was er dann nicht, was der bedeuten soll. Dann gehen wir mit da rein. Oh, Schnellspein, hört sich gut an. Da ist der Schuhkarton, was auch immer man mit dem Schuhkarton tun kann. Das ist mir heutzutage aber auch gepflegt wurscht. Was haben wir da? Da was drin? Ja, was zum Heilen kann man brauchen. Ich hab Permagänsehaut die ganze Zeit fast ununterbrochen. Frag mich bitte nicht warum. Warum singt da immer? Also, Wolfric, merci dir. Hätte nicht erwartet, dass ein AAA-Titel wirklich mal das hält, was er verspricht. Hut ab für Alan Wake 2. Bis jetzt auf alle Fälle. Herr Wolfric, danke dir. Hallo? Oh, hey Alan. Sie haben sich angeschlichen. Das ist er wieder. Verzeihung, kennen wir uns? Schon wieder Gedächtnisprobleme, hm? Ja, wir kennen uns. Tim Breaker. Wir haben Hinweise ausgetauscht. Ich habe Fortschritte mit der Karte gemacht. Sehen Sie. Aber den mysteriösen Mann konnte ich nicht finden. Sie erstellen eine Karte? Ich versuch's. Aber es ist schwierig, einen Traum zu kartieren. Ich ende immer an unerwarteten Orten. Ich finde interessante Dinge, wie diese seltsamen Markierungen, die mit dem Licht reagieren. Aber nie das, was ich suche. Sehen Sie sich die Karte mal an. Ich habe auf meiner Suche Vorräte angelegt. Falls Sie etwas finden, greifen Sie ruhig zu. Danke für die Hilfe. Wer ist der mysteriöse Mann? Er wäre nicht mysteriös, wenn ich es wüsste. Ich kenne nur seinen Namen. Wallen Dorr. Der Talkshow-Host? Nein, klingt nicht nach ihm. Er hat viele Gesichter, aber Talkshow-Host? Ich suche weiter. Der Hausmeister hat uns Tom genannt. Das ist meine verrückte Wand. Wer, Damit wo, versuche warum, ich, das Motiv, alles zu warum verstehen. ich. Verurteilen Sie mich Nicht vergessen. Da können Ich wir war in gern der. tauschen.
Ich war in der Leichenhalle, ich war kurz davor, dem FBI die Beweise zu übergeben. Da hat mich hierher gebracht in diese Traumrealität. Warum? Ist das nicht der Polizist, der bei dem Angriff von der Leiche, die wieder aufgestanden ist, gestorben ist? Fakten, fehlende Zeit, keine Erinnerung. Bis jetzt. Bin ich immer hier gelandet, werde ich alles vergessen, wenn ich rauskomme. Entführt. Aliens, da, UFOs, Polyeder, Träume. Ich, aber nicht ich. Andere, die ich kenne, dennoch sind sie anders. Die rothaarige Frau. Alter, ich check gar nichts! Loot, oder? Das verstehe ich. Mit Loot kenne ich mich aus. Den nehmen wir mit. Oh, da haben wir noch was. Der dunkle Ort. Karte. Was haben wir jetzt da? Da ein Sauerneitzeichnet. Das sind Echos. Verschlossene Tür. Haben wir da ein Behälter, außen und rechts. Sugarton, Schutzraum. Okay. Na, da wollten wir nicht. Wir sehen uns, Alan. Verrückte Scheiße. Der ist doch nicht gestorben, der war einfach auf einmal verschwunden. Ach so. Ja gut, das erklärt. Ah, da haben wir einen Behälter schon, ja. Was haben wir da drin? Bandagen, die brauchen wir nicht, wir kriegen keinen Schaden, wir sind mal Pro-Gamer, hallo. Und dann kommt jetzt gleich wieder der Erste aus dem Loch, jetzt gehen wir mit da um. Psst. Da kann man natürlich auch umgehen, das tun wir jetzt auch mal. Die, wenn man glaube ich lang genug anleicht, dann verschwinden sie. Okay. Was es da so gibt. Naja, also habe ich gewusst, dass da was versteckt ist. Wie es halt immer ist. Haben wir alles mitgenommen? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Das ist auch nicht. Da haben wir auf die Map. Wir tauchen da tiefer in dieses Gebäude ein, habe ich so das Gefühl. Und da haben überall ein paar so Sachen. Ich weiß noch nicht, was Echo bedeutet. Das werden wir uns auch noch anschauen müssen. Hoppala. Oh, haben wir jetzt einen Shortcut aufgemacht? Nein, wir haben am Auto. Da ist das andere Licht. 100%. Ich kann nicht. Würde mich jetzt aber wundern, wenn das Licht unbewacht wäre. Ja? Vor allem, wenn ich es jetzt wegnehme. Verdammt! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier ist deine Geschichte! Und nur in meiner Geschichte! Na nicht! Warte, wie viel sind das? Wow! Okay, tu mit das gleich mal Schnellauswahl auf 4. Schnellauswahl. Pistolen, der wir auch gleich mal auf die Schnellauswahl auf 1. Und das auf 4. Jawohl. Nehmen wir, okay. Okay, chill. Wir haben nachgeladen. Schauen wir mal, wo die hergekommen sind. Schauen wir mal, wo die hergekommen sind. Da geht der Pfeil entlang. Und da war noch ein Leiter noch. Alter. Ich bin so dermaßen hooked, dass bloß noch schäbert. Fucking good game, Alter. Fucking good game. Selten und nochmal selten, was man da gerade erwischt. Mein Gott sei Dank, dass wir das spenden. Oh mein Gott, Gott sei Dank, dass wir das spenden. Da ist irgendein gelber Pfeil, der da oben zeigt, wahrscheinlich zu einem Behälter. Was sind diese? Hä? Ah, okay. Ist da was drin? Jawohl. Schauen wir mal. Relevanter Ort. Ja, die Karten ist ein bisschen unübersichtlich. Am Fernseher? Achso, das haben wir. Da kann man sich die Dinger nochmal anschauen. Die Zwischensequenzen nochmal anschauen. Schauen wir da noch um. Ah, gut, Schwein.
Runter damit. Und dann war da hinten. Na, warte mal. Ey, ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt. Bloß keine Behinderung, ich schwör's dir. Ach, bloß keine Behinderung. Das ist halt auch geil gemacht, weil du nicht siehst, wer die angreift und wer nicht und so. Das ist schon ganz geil. Da sind wir hergekommen, oder? Da nochmal hinten schauen. Ja, dann lass mich nochmal schauen. Ja, da ist schon auch irgendwas hinten. Schauen wir mal. Schauen wir da mal. Okay, vielleicht ist das sogar der einzige Weg, wie es tatsächlich weitergeht. Who knows? Da kommen wir. Die unsichtbare Mauer. Der Last of Us bleibt trotzdem der Favorit. Ja. Da muss schon noch ein Zähnchen zulegen. Wir haben jetzt auf alle Fälle das Licht dabei vom Auto. Pass auf, jetzt pflanzen wir das da rein, damit wir wieder in die Station kommen. Jawohl. Sehr intelligentes Leveldesign, vor allem wir haben ja noch ziemlich am Anfang. Sehr cool gemacht, unfassbar gut gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Ahnungsloser, tut mir leid. Und jetzt haben wir das Autolicht dabei, oben können wir und oben gehen und jetzt können wir das Licht da reinmachen und dann normalerweise da weiterkommen. Der Zugang zum Bahnsteig war versperrt. Jawohl. Ich hatte ein Ticket. So, haben wir jetzt da automatisch gespeichert? Ich denke schon. So, wir haben ein Ticket. Wo müssen wir das Ticket reinschieben? Schieb das Ticket rein. U-Bahn-Pass. Das haben wir ganz am Anfang aufgeklappt. Spielst du das auf Epic? Ja. Du meinst den Launcher, oder? Nicht den Schwierigkeitsgrad. Das glaube ich gibt's nur auf Epic. Das ist glaube ich Epic exklusiv. Etwas am Bahnsteig kam mir bedeutsam vor. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halb vergessene Erinnerung. Das Ding da? Ein Echo. Passe das Echo ein, indem du dich ihm in einem bestimmten Winkel näherst. Ja, aber wir sehen irgendwas. Etwas war hier. Eine bevorstehende Vision. Ich musste sie aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich verstehe schon. Je mehr das schwabbert, desto besser wird's, oder wie? Ah. Also. Check's nicht ganz. Ein FBI-Agent war vor mir hier und einem Mörderkult auf der Spur. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Der Kult hinterließ mir Hinweise von einem Tatort zum nächsten. Und durch das Verbinden der Orte ergab sich auf der Stadtkarte ein grobes Bild. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patrone denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detective. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Du hast ein erstes Handlungselement eines Echos entdeckt. Du kannst es mit der Handlungstafel zur Realität umschreiben. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Ich vereinte sie zu einer Geschichte, um einen Weg in die Tiefe des dunklen Ortes zu erschaffen. Das ist jetzt im Prinzip genau das gleiche wie es die andere, die ihren Fall so löst mit den Dingen, so schreibt er seine Geschichte mit so Stichpunkten. Ich verstehe schon. Ach, okay. Oh, ja, ich hab schon verstanden, okay. Dinge ergaben auf einmal Sinn. Die Geschichte klang glaubhaft. Ein Fortschritt. Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hatte ihn verschlungen. Okay. Und ein Yeti oder offensichtlich auch gesehen. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Ist aber unangenehm finster in diesem Scheißtunnel. Was ist mir jetzt deren? Halte mal mit Schmerzmittel voll, bitte.
Waren überall so komische schwarze Leitern. Lost, ja, ich bin auch ein bisschen lost. Die Blutspur führt ihr immer weiter in die Da Dunkelheit. kommt wieder irgendeine Bese. Das ist ganz genau. Pisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch! Ah, ist das unangenehm gemacht! Oh, okay. Wollen wir Karten oder sowas? U-Bahn, unentdeckte Karte. Scheiße, wir will nicht. Oh, gehen wir lieber in den Keller runter. Da feiert uns nichts. Initiation steht da. Also Tatortkarten. Und Fußabdrücke. Ab ins Licht. Licht ist gut für uns. Oh, da vorne schaut es nach Safe Room aus. Ist dieses Safe Room? Oh, leck du Fotze! Ah! Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an, okay? Tschüss! Ah! Doch dein Maul! Schuhkarton, dein Maul ist ein Schuhkarton! Stank Zigarettenrauch. So, jetzt meine ich, wird's wieder ekelhaft. Karten da die finden können. Mal die Kisten einschauen. Kiste Kiste. Looten ist in der Regel immer gut für uns. Ah, U-Bahn, scheiße, ist ja eigentlich immer unangenehm. Da habe ich einen gelben Pfeil gesehen da draußen. Da flackert was. Die Tunnel waren ein Labyrinth. Ich folgte der Blutspur. Da ist ein gelber Pfeil. Was sagt man, der gelbe Pfeil? Ja gut, wir müssen der Blutspur folgen. Spielen wir das Spiel durch, so in ca. 16 Stunden Playtime sein. Mr. Nitro King, wenn das Level halten kann, dann spielen wir das mal ganz gepflegt mit Sicherheit durch, ja. Okay, da werden wir nicht weiterkommen, da werden wir Licht brauchen. Müssen wir uns irgendwo eine Lichtquelle suchen. So verstanden. Da irgendeine Blutspur folgen, merke ich gerade. Da ist, was ich sehe, da hinten ist es die Lichtquelle auf alle Fälle. Noch ein Ort für die Geschichte. Ich musste die Tunnel nach weiteren Visionen durchsuchen. Inspiration für die Geschichte, die mich weiterführen würde. Wozu? Du hast eine neue Szene gefunden. Geh zur Handlungstafel und schreibe die Realität im eingestürzten Tunnel um. Ich fand eine weitere überzeugende Kulisse. Da haben wir was. Vermisster FBI-Agent. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Es ist richtig krass gemacht, oder? Muss ich da nicht dahin? Der Fall bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagschicht machen? Was ist eigentlich passiert? Ein Fett hat nach dem Kult gesucht. Doch es war eine Falle. Ein satanisches Blutopfer. Wer sich mit dem Kult einlässt, wird auch geopfert. Sein Anführer soll der berühmte Autor Alan Wake sein. Sein verdammter, ruchloser Messias. Klingt nach Schwachsinn. Im Prinzip kann er in seiner Welt den dunklen Ort, an dem er ist, aufgrund der Tatsachen und Geschehnisse von Teil 1 wahrscheinlich, der wo ich mir nur ein Zusammenfassungsvideo angeschaut habe, aber selber nicht gespielt habe, kann er die Realität da drin umschreiben, wie er es haben will. Dazu müssen wir diese Handlungsstränge finden. Gleichzeitig versucht er, das Buch Return zu schreiben, mit dem Alex Casey und mit der anderen in der normalen Welt. Und darum meinen die Leute, dass er der Anführer von dem Kult ist, die da hinten Leute umbringen, damit die anderen zwar einen Fall haben, dem es nachgehen können. Wer zur Hölle denkt sich so einen Scheiß aus? Der Bundesbeamte suchte hier nach Antworten. Doch was ihn hier Bleibt das erwartete, war hinstellen. schlimmer als der Tod selbst. Wer? Okay. Okay, nochmal gespeichert. Schauen wir mit einer, was gibt's da? Da kommen wir mit Sicherheit aufmachen.
Da gibt es ein wenig Loot, das habe ich gesehen. Jawohl, bis da in den Mund, können wir dran. Haben wir da noch was? Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir doch das Licht einmal mit, da die vorschlagen. Machen wir so. Hier klang ein weiteres Echo nach. Eine Quelle der Inspiration. Ein weiteres Echo, Quelle der Inspiration. Das heißt, Ihre Forschung könnte helfen, Ma'am. Was wissen Sie? Es gibt mehr als eine urbane Legende über den Kult des Wortes. Der mörderische Kult nutzte Panda, diese merci, Tunnel für Fipsi, seine merci, Opferrituale. Bussi aufs Nuss. Es heißt, der Kult habe die Morde in Alan Wakes Krimis nachgeahmt. Und dass Wake sogar selbst unter falscher Identität daran beteiligt war. Und zwar als Mr. Scratch, der Spitzname des Teufels persönlich. Es war mich selbst in der Geschichte zu erkennen. Doch ich war verzweifelt. Und es fühlte sich richtig an. Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte. Du hast nur die Realität in einer Szene umschreiben, in der du aktuell bist. Aber ich bin doch in dem eingestürzten Tunnel, oder nicht? Okay. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Okay. Wir können die Szene nicht umschreiben. Die Frage ist, wo wir hin müssen, Alter. Ich leicht euch alle weg, ihr Glaubspaten! Ich hab grad Vollgas das Déjà-vu. Ja, Alter! Es gibt kein Entkommen! Hör auf, sie zu benutzen! Scheiße, scheiße, scheiße! Keine Worte! Kruzifix, wie man über nicht weiß, ob die angehen oder nicht. Stark gemacht. Unfassbar stark gemacht. Ich bin dermaßen drin. Wenn ich weiß, was ich sagen soll dazu. Also, wenn ich nicht sicher bin, ob ich so weit drin sein will. That's what she said! Was? Jetzt haben wir wieder. Ja, jetzt pass auf. Und jetzt können wir das umschreiben. So. Szene und Geschichte änderten sich. Ich vermutete, dass der mörderische Kult hinter dem eingestürzten Tunnel makabre Rituale durchführte. Der Kultist legte den Casey-Roman ehrfürchtig auf dem Altar nieder. Ihre verdammte Bibel. Okay. Mit da jetzt wieder zurück ausgehen, oder? Checkst du nicht? Aber wir haben das Licht dabei. Jetzt Moment einmal, wir können wieder zurück ausgehen da normalerweise und dann hinten das Licht aktivieren, wo unten das Wasser war. Außer es springt uns wieder irgend so eine schwarze Figur, oder? Dann kriege ich wieder Finde mehr Beweise für Kultaktivitäten in den Tunneln. Warum sollten diese Kulttypen in den Tunnel da irgendeinen Scheiß machen? Das ist die Frage. So, rein damit. Jawohl, das Wasser war verschwunden. Der Weg war frei. Kann immer in so finsterne Löcher mit der scheiß Taschenlampe umeinander pimmeln. Ich krieg einen Vogel. Hier da unten scheint ein Licht zu sein. Kommt man da rein? Ja, tatsächlich. Da schauen wir noch. Ist da der gestörte Hausmann? Hey, Alan. Das Ich kapieren bin wir Tim nicht ganz. Breaker. Falls Sie sich nicht mehr erinnern. Ich weiß, Tim, jetzt erinnere ich mich wieder. Schön zu hören. Wie läuft die Suche nach Mr. Dorr? Nicht gut. Der Traum, in dem wir uns befinden, legt mir viele Steine in den Weg. Sie glauben, das ist ein Traum? Ich schließe es nicht aus. Meine Träume waren schon immer sehr lebhaft. Okay. Sie fühlen sich real an. Nimm mal mit die Karten jetzt mit Bis dem ich Mal. In den Träumen bin ich oft jemand anderes. Eine andere Person mit einem anderen Namen, einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Alternative Realitäten. Aber
Bestimmte Dinge bleiben gleich. Dort zum Beispiel. Bisschen. Schneller Schmerzen war auch mehr Option. Was ist das für ein Ort? Ein Traum, fühlt sich surreal an. Kein Ort, jeder Ort, alle Orte, ein beliebiger Ort. Ja, der ist mit uns da gefangen, aber er checkt nicht, was los ist. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Schauen wir mal schnell auf die Map. So. Ausgang zur Straße. Das ist, da waren wir überall, da waren wir auch überall, da haben überall ein paar Sachen gezeichnet. Ja, das ist schon alles okay. Das ist aber auch alles nicht ganz so wichtig. Jetzt ist die Frage, was da weitergeht. Karten finde ich ein bisschen unübersichtlich, aber vielleicht ist das auch Absicht. Oh. Du bist verloren. Ich flippe aus, mit die Stimmen haben auch unfassbar gut gemacht. Wake! Du bist verloren! Komm, Alter, hör mich auf, du! 3 Headshots, Schluss in der Bude! Munition drin? Jawohl. First Aid drin? Ja! Aber viel Munition heißt normalerweise auch immer viel Stress, kriegen wir schon hin. Licht ist aber gut für uns. Jawohl, schnell speichern. Wunderbar. Wunderbärchen. Oh. Die Erinnerung verblasst wie ein Traum. Ich muss sie bewahren. Da war ein entsetzliches Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ein realistischer Tatort in einem U-Bahn-Tunnel. Ist das eine Rohfassung von mir? Es muss einer sein. Ich habe versucht, den dunklen Ort um mich zu formen, aber vieles verschwimmt. Selbst meine Erinnerung. Weggespült von dunklen Wellen. Doch manches bleibt. Die dunkelsten, übelsten Elemente. Wie der Tatort. Er ist mein Ziel. Ein Sprungbrett, um weiter vorzudringen. Dann wieder diese komischen Symbolen-Dingen. Eine Geschichte, die mich dorthin bringt. Casey wird mich hinführen. Casey wird mich hinführen. Was zur Hölle soll man das jetzt sagen? Finde ich mir Beweise für die Kultaktivitäten. Ach, da ist ein Lord, die jetzt fast nicht sein. Was geht's? Oh, ja. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Schreibe die entgleiste Zugszene um, damit du der Spur des Kultes weiter folgen kannst. Okay, dann mal so her. Da war eine neue Szene, eine neue Kulisse. Ah. Und ich kann diese Handlungsstränge, die man halt hat, kann ich in die Szene einbauen und je nachdem ändert sie sich und man kommt in der einen Szene weiter. Das ist neben dieser absurden und bis jetzt kann ich noch nicht sagen, ob es eine wirklich gute Story ist oder nicht, ist es auch noch ins Gameplay mit umbaut, in diese Rätselgeschichte, dass sie die Orte ändern. Da muss ich wirklich sagen, 10 von 10. Beziehungsweise, jetzt warte mal. Die Szene änderte sich. Kann man das wieder weg da? Schauen wir uns die Szene erst einmal ohne die beiden Handlungsstränge an. Kann jetzt natürlich sein, dass es dann gar nichts gibt. Da kommt man nicht weiter, da kommt man nicht rein. Da kann man auch nicht aufmachen. Und je nachdem, was für ein Handlungsstrang ich da jetzt einpflanze, ändert sich diese Geschichte. Wir nehmen einen vermissten FBI-Agent. Das ist der Casey. Blub. So. Und jetzt liegt halt da das Ding. Jemand da? Tot. Was ist? So, jetzt hilft mir nicht weiter, okay. Da ist der Vorschlaghammer oder ein Picki drin und die Fußspuren gingen da rein. Schauen wir, ob man in der Realität das da aufmachen kann. Nein. Vielleicht geht es auch einmal in, je nachdem, was für Realität das man einschreibt, in gar keiner weiter, sondern in der Mörderkult. Szene und Handlungsstrang ergaben Sinn zusammen. Ja. Alter, was war das wieder? Schieß mit schwarzen Batzen! Du Hurenmaul! Mit Painkiller reinfressen. Da ist vorher das Walkie-Talkie kling. Der Kult hat den Waggon mit Benzin übergossen. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. Alter, es ist 5 nach 10. Was?
Halt dein Maul. Kapitel sperren wir schon noch fertig. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Das Kapitel wird noch fertig gespielt. Kann immer so unendlich lang dauern. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Haben wir wieder einen neuen Handlungsstrang. Waren Sie fort, Ma'am? Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einen entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Ja. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Und jetzt nehmen wir den neuen Handlungsstrang. Dieses Handlungselement würde die Geschichte vorantreiben. Krank und jetzt kommen wir da rein. Aber es funktionierte. Was? Der U-Bahn-Waggon. Halt doch den Maul! Ach Ich komm! konnte ihn durchqueren. That ass, bitch. Okay. Super. Ah ja, das war klar. Ja. Scheiße. Ist schon recht. Nichts davon war real. Alles war real. Okay. What the fuck? Fuck me. Fuck me. Ja, fuck me too. Liegt da was? Nö. Jetzt müssen wir anfangen, Meter zu machen. Alan, jetzt müssen wir Meter machen. Verstehen Sie? Die Dinge habe ich bei denen... Komm runter. Kommen wir da rein? Oder ist tatsächlich offen? Eine kistige Kiste. Painkiller können wir brauchen, weil uns irgendwie jeder Schatten, der uns... Ach, da war die Szene herin. Jetzt haben wir... Oh, Abkürzung freigeschaltet. Ich sehe schon. Speichern ist was für Noobs. Wo zur Hölle rennen wir mir da rum? Wie gespeichert. Ich will sowieso ein Auto. Du kannst sie nicht haben. Unangenehm. Down to Plattform. Oh ja, was weiß ich, wo wir hin müssen. Gehen wir einfach mal oben. Immer in die möglichst unangenehme Richtung. Oh, da haben wir die Lichtquelle. Ja, schauen wir mal. Der Pfad war versperrt. Pfad versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Schauen wir erst mit einer. Die Lichter würden mir helfen. Ein. Wundervoll. So, und jetzt müssen wir wieder mit den Lichtern arbeiten, damit wir weiterkommen. Da steht Scratch an der Wand. Okay. Okay, unangenehm. Und wo geht's jetzt weiter? Müssen wir wieder auf zu, oder was? Unten wird es nicht weitergehen. Mr. Genius, mir ist wieder ein Fünfer. Schönen Gruß aus der Spätschicht. Jetzt konnte ich gar nicht zuschauen. Muss ein wenig zurücklaufen lassen. Da rentiert sich auf alle Fälle. Sag ich dir, wie es ist. Da rentiert sich. Unglaublich gut Spiel. Jetzt müssen wir die da erstmal wegblenden. Piste. Oh, die wieder alle. Dunkler sind meine Worte. Komm schon! Ja, ist das unangenehm gemacht, Mann. Steffi, geht in den Lurk-Mode. F in den Chat. Ist recht, Kinder. Das Kapitel spielen wir noch fertig. In aller Ruhe und Gemütlichkeit. Ha? Da werden wir mich nicht hudeln. Da wird nicht hineingehudelt. Oh, da haben wir einen Haufen Schließfächer. Das ist gut für uns. Da ist mit Sicherheit all of a sudden. Wieso schreibt das nicht eigentlich Manuskriptseiten, wo 4000 Schuss in einer Minigun liegen? Das würde mich interessieren. Don't write. Ich schreibe so viel, wie ich mag. Da ist noch was drin. Ja, Kimabra. Und dann... Wo haben wir nicht... Wo haben wir... Da haben wir mir gekommen, gell?
Da geht es nicht wirklich weiter. Night Springs. Das einzige ist, wird so ein typischer Loot-Raum gewesen sein. Da waren jetzt auch ein paar Gegner drin. Und dann weiter nach unten ins Loch. Der Winky schreibt, passt, ich hab Getränke und Zeit, das ist recht schön. Die 16-Bit-Bros werden einfach so, was wir schon lange nicht mehr da haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mr. oder Misters 16-Bit-Bros, welcome to the squad, merci für Ihre Mitgliedschaft. HB. Na, kriegst du die Tröte, damit leider mal wieder aufwachen. Hallo, wo haben wir denn? Genius, merci dir. Bussi aufs Nussi. Irgendwie je länger... Na, da haben wir Kind. Gut, jetzt speicher ich nochmal schnell. Schaut überhaupt nicht, dann heilen wir uns nochmal. Oh, da haben wir noch was übersehen. Nichts drin hier. So, jetzt halt nochmal mit der Lichtquelle auf. Da, das was Jesse schreibt. Haut zu meinen Like aus. Ist da schon wieder so ein Hurensohn. Das ist aber cool. Verpisst euch! Die lösen sich schon auf, wenn man mit der Taschenlampe drauf zielt. Das hat schon Sinn und Zweck da. Dass sie drauf leicht. Da, pass auf, dort zeigt der Pfeil nach links um. Aber warum? 500 Watt Baustrahler. Wo? Das ist eine gute Frage. Keine Bra. No admittance. Ja gut, dann gehen wir in die Tür hinten rein. Hilft euch nicht. Gehen wir da weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir von da gekommen sind, oder nicht? Eigentlich habe ich gemeint, wir haben von da gekommen. Da ist ein Lortern. Da ist Bauschund. Ich bin maximal verwirrt, ich sag das, was ist. Da sind wir doch gekommen, ich bin doch nicht behindert! Wo brauchen wir. Vielleicht muss man die Story umschreiben. Pfeile werden zu Licht? Björn, da weiß ich jetzt nicht, was man sagen möchte damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Unten geht's weiter. Ja, ich habe auch das Gefühl so, dass das der einzige... Das ist da schon wieder nicht. Die kommen immer wieder da, die Wichser. Verpisst euch! Ah, ist das... Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss, aber... Wenn ich eine Gänsehaut kriege, dann ist es gut gemacht. Gut, speichere ich nochmal. Ja, aber wo geht's unten weiter? Das macht für mich so keinen Sinn nicht. Da geht's nicht unten weiter. Da muss ich das Licht... Vollidiot. Das weiß ich jetzt nicht ganz, wie ich das bewerkstelligen soll da. Und was genau ändert das jetzt da? Das check jetzt nicht ganz. Und nochmal das Licht rein. Ja, da war der gelbe Kantenmaler aber da. Da gehen wir mal zurück. Ist das der Obergang von der anderen Seite, oder was? Warte mal. Wo zur Hölle sind wir? Da sind wir. Aber da erkennt man nichts. Warte. Man kann 2 Lichtquellen mitnehmen. Man kann tatsächlich 2 Lichtquellen mitnehmen. Okay, jetzt passen wir beobacht. Ich check noch nicht so ganz, was sich genau ändert, wenn ich das Licht auserziehe. Also da check ich es natürlich schon. Das war der erste Weg.
wir mal da so rein. Ich kapier's nicht. Nein, ich kapier's nicht. Nochmal. Jetzt an das andere Ende hinten. Im Prinzip laufen wir da ja bloß im Kreis rundum. Kann man da mit dem Licht spielen? Nein. Gehen wir das Licht da rein. Dann geht da der Weg frei. Jetzt gehen wir wieder zurück aus. Es fühlt sich ja nicht an, als darf man mir da im Kreis laufen. So. Und jetzt gehen wir da. Und jetzt gehen wir da durch. Hab's schon verstanden. Und jetzt nehmen wir das wieder mit. Jawohl. Und wir sind durch. Ha! Ja, ein bisschen verwirrt, weil es sich nicht anfühlt, als darf man da rundherum laufen. Aber sonst. Schauen wir mal, was es da so gibt. Weil da ist absolutes Niemandsland, da gehe ich nicht hinein, du kannst mich mal. Ja, jetzt zirkt der Schwierigkeitsgrad auch ein wenig. Alter, im Mal. Nein, du verpisst jetzt da. Nein, geh weg von mir. Komm. Vielleicht. Immer mir alle Ski aus dem Leben leichten, verpiss dich. Verpiss dich. Wir haben jetzt da irgendwo ein Licht. Richte deine Taschenlampe auf die Spirale. Auf was für Spirale, oder? Da war etwas versteckt. Ich hatte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie von mir? Was haben wir jetzt gefunden? Worte der Macht können verwendet werden, um Wake zu stärken. Du kannst sie im Autorenraum zuweisen. Achtung, Autoren, Worte der Pistole, Worte der Besserung, Worte des Krieges, Worte der Hilfe, das ist im Prinzip ein Skill, Worte der Lampe. Hauptattraktion, stellt 50 Gesundheit pro Sekunde wieder her, wenn man die Taschenlampenverstärkung gegen feindliche Schaden einsetzt. Gewährt, ach, das ist im Prinzip wie ein Perk-System. Gewährt eine Chance von 5%, keine Munition zu verbrauchen, wenn du deinen Revolver abfeuerst. Das ist eigentlich auch stark. Wenn man da mal so ein Wort. Das muss ich mal in Ruhe, muss ich mir das durchlesen, was da so gibt. Das kann man vielleicht offstream erledigen. Dann gebe ich euch Bescheid. Lass mich beobachten, nehmen wir mal das Licht. Jetzt habe ich 3 Lichter dabei. Was auch immer das ändert, aber wir werden es rausfinden. Dann wieder die Besen. Schleich dich. Schleich dich. Und du auch. Schleich dich. Oh. 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 Ich weiß nicht, wann es aufhört, dass man diese komischen... Der Widerhall schien eine Geschichte zu erzählen. Oh. Neue Geschichte. Die neu gefundene Szene war wichtig für die Geschichte. Vermisster FBI-Agent. Ich weiß gar nicht so recht, was ich da jetzt... was ich labern soll. Weil irgendwie... habe ich das Gefühl, das scheiß Spiel verzeiht mir genug. Aber wieder eine neue Szene, auf alle Fälle. Dadurch suchen wir jetzt erst einmal alles. Es scheint nicht, dass... Hoppala, na was? Da ist wieder besser. Na gut, das lassen wir den nochmal da stehen. Darauf bauen wir den Fackelträger da wieder ein. Oh. Die Geschichte bestimmte die Szene. Psst. Okay, da ist ein Haufen Blutscheißträger am Boden. Da ist irgendjemand beim Sitzkreis geschlacht worden, warum auch immer. Die Szene hat sich geändert, die Frage ist bloß wie. Lichtmeister, ja, das darf mir ja angezeigt werden.
passiert denn eigentlich, wenn man da direkt drauf zugeht? Mal ausprobieren, wenn man die Viecher ein bisschen anders schneller verschwinden lassen kann. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir in den U-Bahn-Schacht da wieder das Licht reintun. Dann ist da wieder Licht und vielleicht geht dann die Tür da auf. Na. Schleich dich. Jetzt bin ich ein bisschen lost, wo wir hin müssen. Hinten können wir nur einen Handlungsstrang in die Szene einbauen. Und was das da bringt, dass da drin das Licht ist, das weiß ich nicht. Da ist jetzt hinten die Tür auf. Schauen wir mal, ob es dann zugeht. Oder so ist die Tür zu. Ah. Achtung, gehen wir mal außen rum. Kommt man da überhaupt rundum? Schätze nicht. Ja, lassen wir das Licht einmal drin. Wir haben eh 2 dabei. Mehr brauchen wir jetzt dabei nicht. Gehen wir nochmal da hinten. Haben wir noch ein paar Handlungsstränge zum Reinbauen. Die Respawn-Zeit von den Gegnern ist mir ein bisschen zu niedrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wenn ich nämlich wieder dahinter gehe, wahrscheinlich wieder welche da. Nein, da nicht. Da bauen wir noch einmal um. Fackelträger, Mörderkult. Die Halle war zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Ja. Wir sind irgendwie mörderkultmäßig unterwegs und feiern meine Romane. Die Kultisten waren jetzt nahe. Eine dunkle Macht aus der Tiefe. Ihre Gesänge wurden lauter. Auge offen, das ist ein Moment-Ritual. Freunde werden sich treffen. Nicht der Schriftsteller, das Licht Schatten, um zu schreiben und zu führen, treffen wir uns. Ich verstehe nur fucking Bahnhof, das ist alles, was ich dir sage. Finde Inspiration in der U-Bahn-Station. Wir müssen irgendwas in der U-Bahn-Station finden. Was haben wir da? Mal da geht's da mal reingehen, hä? Gehen wir mal in diese Richtung, aber da ist da dann zu. Also wir müssen es wieder umschreiben. Wenn man es einmal weckert. Ja, ist ein bisschen nicht ganz easy, aber wir ein bisschen umeinander probieren. Machen wir mal so. Genau, und jetzt der Vierer und da in die Tür möchte ich mal rein. Aber da kommen wir nicht hin. Ist die Frage, ob wir die Realität irgendwie umschreiben können, dass diese Sperre da nicht dort ist. You lost her. Geht's wahrscheinlich um seine Frau. Pass auf, jetzt. Ne. Werden wir schon da hinten machen müssen. Das stellen wir jetzt nochmal um, da wo wir gerade waren. Dann ist nämlich da versperrt und wir müssen mal außen rundum. Das heißt für mich, noch Mörderkult umschreiben, dass wir eventuell auf der anderen Seite, dass das dann offen ist. Schauen wir mal. Ja, halt einmal. Bis euch. Malen. Ja, aber dann verändert sich da hinten die Realität nicht. Ja, gut. Na, halt, stopp. Da ist. Ja, das zeigt auf das goldene Ding. Da ist ein schwarzer Bart, das ist diese Vision in dem Kultraumzeug. Oh, stimmt. Scheiße, stimmt, den habe ich nicht gesehen. Jesse, gut aufpasst. So ist brav. Das Echo müssen wir finden die ganze Zeit. Ich bin ein Blinder. Der FBI-Mann hat hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Und ein neuer Handlungsstrang. Beschwörungsritual. Rein damit. Schauen wir, was passiert. Das war düster. Aber das musste die Geschichte auch sein. Stinkt irgendwie ein bisschen noch.
der Sound schon wieder, Alter, dein Maul! Information, was ist das da? Was gibt's jetzt da? Schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. Ich mag keine Rituale abschließen! Und das Wort es. Ah, jetzt kommt man drauf. Sie wird ewig. Alter, ich seh den Scheißdreck! Alter, ich seh keinen. Ewig weiter. Tja, Stuhlkreis 1, komische Keiner wird dich verschrecken. Alter! Lass die Worte verloren. Ja, okay. Das war noch ein bisschen fair vor mir. Müsste mein Top eigentlich sein. Aber ich hab mein Stream Deck nicht da, ich kann ein Topf nicht sein. Außerdem ist der Dev Counter schon gezeichnet, ist sowieso wurscht. So, jetzt bei so. So, was haben wir jetzt drinnen? Hey, chill, kommt da jetzt hinter mir einer daher oder nicht? Oder? Ah, da ist noch einer. Du kannst sie nicht antworten. Scheiße, Scheiße! Dunkelheit im Innern. Da pimmelt man mir gar nicht lange umeinander! Zero Hits, Bitch! Und jetzt ist der Weg da rechts an dem Waggon frei, dachte ich mir schon. Oh, da ist ein Dicker. Was? Nicht hinter mir. Komm. Schau ja mal einer, da kann man speiern. So mit Munition und lauter so einen Scheiß hier. Der hat das keine Aufklappen und nicht mit dem Licht umeinander anspeien. Du bist in meiner... Piss dich. Du bist verloren. Piss dich. Manche kann man nicht wegleuchten. Wichser. Okay. So, was jetzt? Schließe das Ritual ab. Ich weiß immer noch nichts von einem scheiß Ritual. Kann man da reingehen? Das ist gut für uns, ich weiß nicht. Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus, ich bin hochkonzentriert. Oh, da haben wir was. Wort der Wirkung gefunden. Da können wir wieder ein bisschen was leveln. Haben wir da einen Spind hinten? Kann man da was aufmachen? Jawohl, kann man. Bitte lass Munition drin sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die können wir brauchen. Mal wieder da. Haben wir da nicht schon? Da ist wieder so ein Echo-Ding. Machen wir erst einmal die Spinns auf da. Da ist garantiert was drin. Mindestens in einem. Jawohl. Wo ist da wieder irgend so ein Arschloch? Du bist verloren! Alter, ich hab dich doch grad... Ich hab doch den gerade hochgeleicht! Wieso komm ich dir hauen? Arschkind. Wie genau gehört? Offenbar nutzten nicht nur die Kultisten. Neuer Handlungsstrang. Versteckte Warum machst du keinen Zeichen Nahkampf? führten zu Ich weiß nicht, gibt's überhaupt einen Nahkampf?
Ich hörte bei den Feuertonnen immer wieder Geflüster über eine geheimnisvolle... Achtung, Steuerung. Schicht aus, Zielen schießen, nachladen, Taschenlampe mit die Schnellauswahl, Karten und Dialog habt ihr. Es gibt keinen Nahkampf. Zielen schießen, nachladen, Taschenlampe, nachladen, nein, gibt's nicht. Gibt es keinen Nahkampf? Organisation mit geheimem Wissen. Typisch New York. Es gibt keinen. Ja, bei manchen... Leute, das sind ein bisschen viel, hä? Komm schon! Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, das wird's gewesen sein. So, wir haben einen neuen Handlungsstrang. Das bringt uns aber jetzt nichts. Den da jetzt und dann müssen wir wieder zurückgehen. An die Ritualstelle. Oh, da geht's auf. Ah, da kann man schnell speichern. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe und da wieder so viel unten sind, dann wird aber lästig. Ja, das ist doch schon klar. Sugarton. Bin gerade im Scheiß aus einem angerannt. Oh, was ist da los? Okay. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Ah, jetzt können wir von der anderen Seite wieder rein. Jetzt haben wir da wieder am Anfang. Nochmal, ich schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. War das jetzt einfach bloß eine Abkürzung, verstehe ich das richtig? Weil wir müssen mal wieder an die Ritualstelle zurück. Ach du Scheiße. Verpisst euch. Du verpisst dich auch. Psch, psch, psch. Ah, die Stimme ist... Es hört nicht auf, dass man die Agenzhaben macht. Ich sag das, was es ist. Wieso lassen sie sich da jetzt alle wegleichen auf einmal? Verstehe jetzt nicht ganz. Dann müssen wir da hinten durch. Ihr verpisst euch beide. Okay. Gehen wir. Den leicht mal weg. So, und da der wir jetzt den... Gott, fix nochmal. Wie viele Gegner hatten da dabei? Verpisst euch! So, und da ihr war eine neue Idee. Ein neuer Strang. Fackelträger, Mörder, Kult, Beschwörungsritual. War eine neue Idee, ein neuer Strang. Aber was für Strang? Das war etwas aus einer Horrorgeschichte. Aber ich musste weitermachen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was? Schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. Wir haben doch gerade ein neues Echo gefunden. Beschwörungsritual, Mörderkult, Fackelträger, vermisster FBI-Agent. Hä? Check jetzt nicht. Verlasse eine Station. Hier wird der Wahn des Kultes enthüllt. Wir haben doch gerade ein neues Echo gekriegt. Warum haben wir da herunter jetzt nichts zum Auswählen? Haben wir bei denen verschiedene, oder da ist der Fackelträger, da ist der FBI-Agent, da ist der Mörderkult. Das neue Echo war doch für den eingestürzten Tunnel. Ach, da müssen wir her, deswegen die Abkürzung nach da oben. Müssen wir wieder zurückpimmeln. Was ist denn jetzt?
Oh, jetzt ist das Spiel kurz gehängt. Naja, gut. Wir müssen zum eingestürzten Tunnel, hab schon verstanden, deswegen war die Abkürzung nach da oben. Die hat schon einen Sinn gehabt. Was wir eigentlich heute ist, wir Dinge kennen. Scheiße, wo waren die Scheiße jetzt, wo wir da herkommen haben? Eigentlich müssen wir da wieder... Fuck. Ja, ich hab's schon verstanden jetzt. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. So, da jetzt der mörderische Kult. Dann wieder zurück da. Eigentlich, weißt du was? Eigentlich kämen wir doch vor 10 Minuten, vor 3 Minuten gespeichert. Laden wir schnell da oben. Wir haben doch da gerade zwischengespeichert. Ich verdammter Eimer! Den Weg sparen wir uns jetzt, dass wir da wieder die ganzen Leichen, ja genau, da herin. So. Und jetzt da eine und dann wieder zum eingestürzten Tunnel. Deswegen gibt es die Abkürzung hier, das macht schon Sinn. So, eingestürzter Tunnel war wo? Eingestürzter, lass mich nochmal schauen. Ist der Haupttunnel? Wo ist der eingestürzte Tunnel? Wo ist der eingestürzte Tunnel? Ah, da haben wir so ein Ding. Nehmen wir natürlich mit. Das war doch relativ der Anfang. Wie haben wir da zum eingestürzten Tunnel gekommen? Das weiß ich nicht mehr. Weil wir da erinnern mal schnell, weil warum nicht? Das ist eh wurscht. Gehen wir mal nochmal, das war das nicht in so einem Tunnel da herin und dann links eine. Da haben wir noch da die Realität ein paar Mal verändern müssen. Schauen wir mal. Da waren wir noch gar nicht, glaube ich. Ach, Scheiße. Nein, verpisst euch. Verpisst euch, ihr Wichser. Na, das ist der ganz der Anfang. Okay, jetzt sind wir wieder beieinander. Jetzt glaube ich, habe ich wieder einigermaßen Orientierungssinn beieinander. Da jetzt eine. Deswegen geht die wird wahrscheinlich gerade zwischengeladen. Ja, hab schon verstanden, da sind wir hergekommen. Speichern wir meinetwegen nochmal, weil es eh wurscht ist. Dann der 4. Realität verändern. Da ist uns das Echo das erste Mal erklärt worden, wie es funktioniert. Ja. Da. Find Alice. Ist Alice seine Frau? Weiß das gerade jemand? Und dann irgendwo, ja, da in diese Richtung irgendwo. Was weiß ich nicht mehr, was für ein Echo. Haben wir da so durchgegangen. War ja relativ am Anfang. Da schaut es gut aus. Ja, genau. Da haben wir das Licht eingesetzt. Da ist das Wasser weggegangen. Und dann müsste eigentlich da irgendwo der Tunnel. Da ist der andere Trottel um. Ja, ich bin ein bisschen lost. Zugegebenermaßen, ich bin ein bisschen lost. Dass wir da vorher nicht schon eine gelootet haben, weiß ich nicht. Ja, das ist nicht. Haben wir auch nicht richtig. Das ist nicht, das hat nicht so lange gedauert. Da ist man an der Seite eingegangen, fertig. Es ist nicht. Aber gut, dass wir da waren schon, ja. Haufenweise Loot übersehen. Da habe ich noch nicht so wirklich gewusst, dass man diese ganzen Spins plündern kann. Findet man schon. Findet man schon. Reißt euch mal nicht ins Höschen hinein. Da ist er. Ha! So einfach was gewinnen, Kinder. So einfach was gewinnen. So, und da haben wir jetzt das neue Echo rein. Ich fand einen neuen Rhythmus für die Geschichte. Zack, Mörderkult, Fackelträger, Beschwörungsritual. Tipsel, tipsel. Und jetzt können wir da weitergehen. Das ist doch Scheiße. Oh nein. Scheiße. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh, wahrscheinlich halt einfach ins Waggon-Ding
Spargel rein, keine Ahnung. Okay. What the fuck is happening? Oh, ich muss press F fürs Deal. Abflug ins Licht. Los. Und speichern. Ah! What the fuck is this thing doing? Ich konnte das Dunkel nicht hören. Es war fort. Lol, dabei die ganze Zeit Karten gewinnen, oder was? Nein. Schon gut. Und jetzt betritt den freigeräumten Tunnel. Der Tunnel war jetzt offen. Ich gelangte hindurch. Dennoch darf mich interessieren, was zur verfickten Hölle das jetzt gerade war. Keine Ahnung, ich laufe einfach, ich weiß doch auch nicht. Ah! Oh shit. Fucking car, keine Ahnung, ja, das ist immer eine gute Idee, einfach in den schwarzen Tunnel rein, das ist doch feißig, hat sich noch nie was gefällt, du. Du, da hat sich noch nie was gefällt. Ah, ja, finsterer Minenschacht, sehr gut. Ja, los geht's. Super, spitze. Herr Allen. Es ist dunkel. Ich hatte es bereits gesehen. Ich erinnerte mich. Neues Achievement, Stormcloud. Es war stets da draußen. Jagte mich. Okay. Es ist im Prinzip das Dunkel. Wo im Prinzip dreht sich das ganze Spiel ja sowieso bloß um hell und finster. Taschenlampe, mächtigste Waffe. Konnte er mal normal leichten, what the fuck? Wo zur Hölle sind wir da? In irgendeinem verfickten U-Bahn-Schacht. Wo irgendein Ritual durchgeführt. Ah, okay. Jetzt fängt es an zu verschwinden. Haben sie da nicht auf dem Tisch den... Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ihr wisst, ich bin schlecht mit Namen. Den ersten, den wir heute gespielt haben, der auf dem Tisch... Ich hatte den Tatort entdeckt. Ja. Irgendwie war das Herz des Opfers der Schlüssel. Das pflanzt mir jetzt wieder ein. Jetzt wird es richtig schön ekelhaft nochmal zum Schluss. Etwas war anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Wer sind Sie? Was ist das? Wer sind Sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich bin Alan Wake. Da haben wir jetzt quasi die Vorgeschichte gespielt, bis sie sie zwar treffen. Cauldron Lake. Cooler Abschnitt. Sehr cool sogar. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe! Bitte! Helfen Sie! Ich spürte es. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert. Draußen. Parliament Tower. Wo ich mit Alice lebte. Es war da. Und wartete. Grandioses Spiel. Kann nicht mehr so nach jedem scheiß Kapitel, muss ich sagen, klatschen in die Hände, hoch die Hände, Wochenende. Fortfahren kommt jetzt da eine Cutscene. Suche nach Alice, geht zum Apartment im Parliament Tower. Das heißt, kann man da, ich nehme mal schwerstens an, dass das jetzt da gespeichert hat, oder? Tun wir schnell auf Laden. War 3 Minuten gespeichert. Wenn wir da jetzt nicht auf die Schnelle, gehen wir noch zum nächsten Speicherpunkt, Kinder. Gehen wir nochmal. Wer schrieb wem? Wer schrieb dieses Gedicht? Das darf mich jetzt interessieren. Nein. Jetzt Spiel gespeichert. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier ein grandioses Spiel vor uns. Oh mein Gott. Ich hab gehofft, dass es gut ist. Ich hab befürchtet, dass es nicht so, geht so, keine Ahnung, ist. Aber dass es so gut ist, wie es bis jetzt ist, das habe ich nicht erwartet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Kapitel pro. Weiß zufällig jemand, vielleicht hat es ja schon jemand durch, wie viele Kapitel das gibt. Ich glaube, wir sind jetzt in Kapitel 5. Die kann ich allerdings auch selber nachschauen. Wow. Bevor Sie alle schleichen, merci fürs Zuschauen. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich, auch wenn ich heute vielleicht nicht ganz so viel gelabert habe, aber ich war ein bisschen vom Spiel gefesselt. Bevor Sie sich schleichen, pressen Sie den Like-Button. Bitteschön, Dankeschön. Und ansonsten, da die sagen, geht's nächsten Montag weiter. 20 Uhr, Alan Wake 2. Am Mittwoch sehen wir uns um 20 Uhr mit Call of Duty Modern Warfare 3. Und da, wenn der René nicht da ist, hau ich dann noch den Arsch. Das ist da hoffentlich schon klar. Ich hoffe, dass die Kampagne einigermaßen was taugt. Und nicht wie letztes Jahr, dass ich 70 € da aus dem Fenster jiete. Und ich warne euch, wenn Sie irgendjemand Modern Warfare 3 von euch vorbestellt, ohne dass es vorher irgendwo angeschaut hat oder sonst was, knocker der Arsch. Die andere Hälfte wird dann droschen. Ja? So sieht's aus. Und am Mittwoch werden wir Nippelklitz zusammenstecken, 20 Uhr. Ja, und dazwischen tue ich immer wieder mal zeichnen. Ich denke, dass ich Ende dieser Woche beim Zeichnen fertig bin mit dem Inken. Was das bedeutet, das erkläre ich euch im Video, das dazu kommt. Ist Modern Warfare im Game Pass enthalten? Nein, so schnell geht's noch nicht. So schnell geht's noch nicht. Ich glaube, dass mit Modern Warfare 3 wieder reinfällt. Werden wir sehen. Wir gehen mal ganz neutral an Modern Warfare heran. Normalerweise sind die Call of Duty-Kampagnen eigentlich immer ganz geil und ganz brauchbar. Natürlich ist es eine Ballerbude, das ist mir schon klar, aber ist völlig wurscht, wenn es nichts ist. Dann werden wir nächsten Montag, spielen wir sowieso Alan Wake 2 und was wir dann am Mittwoch tun, das weiß ich noch nicht. Und dann ist die Zeit gekommen, um mit The Last of Us 2 anzufangen. Mit The Last of Us 2 werden wir sowieso eine ganze Zeit lang brauchen, weil da ungefähr 25 bis 30 Stunden Herr Lipp, sind wir 60 Monate, Alter. Alter Falter. Herr Lipp, ich hoffe, Sie haben immer noch so viel Spaß wie im ersten Monat. Ich hoffe das sehr. Vielen Dank für deinen Resub. Bussi aufs Nussi. Am Freitag meinst Nippelklötze. Was hab ich gesagt? Am Freitag habe ich wieder wahrscheinlich zu weit vorausgedacht. Am Freitag Nippelklötze, ja. Pass auf, vielleicht für die Leute, die noch nicht da waren. Da müssen wir das Ding da fertig bauen. Ah? Unsere Piraten, unsere privaten Traverne. Da werden wir sowieso wieder nicht fertig, weil da mindestens noch 1000 Teile abgängen an dem Ding. Aber gut. Last of Us habe ich erst bei dir geschaut. Last of Us 2 kommt dann. IGN gibt 4 von 10 für die Modern Warfare 3 Kampagne. Privatentaverne. Ich bin wirklich hin und her gerissen, ob ich da eventuell gestern einen Scheiß gekündigt habe. Mit Modern Warfare 3. Ich habe das Gefühl, wir werden 70 € aus dem Fenster schmeißen. Aber ich habe gesagt, wir spielen es. Ich habe von manchen Leuten gehört, es ist jetzt nicht der Überwahnsinn, es ist aber auch nicht schlecht. Von manchen her, man liest nichts Gutes und so weiter. Wir überzeugen uns selbst davon. Ja? Wir schauen uns das an. Wir gehen mal unvoreingenommen an Modern Warfare 3 heran und schauen wir es uns einfach an. Ich bin mir sicher, es ist mit Sicherheit nicht 70 € wert. Ja? Und welcher Vollidiot 90 € für die Vault Edition zahlt, für das, dass er dann im Multiplayer in dem scheiß schlechten von mit 20 € Maps 2 mehr Skins hat, dem haben sie sowieso ins Hirn geschissen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir schauen uns die Kampagne an. Ja? That's it. Und Freitag Nippelklötze, nächsten Montag dann Alan Wake, nächsten Mittwoch müssen wir dann irgendwas da noch, ich weiß nicht was, entweder machen wir noch mehr einen Zeichenstream dazwischen, ich könnte bis dahin fertig sein mit dem Inken, das bedeutet, mir kann man dann ausmalen. Das heißt, dann wird die ganze Farbe, die ganze Gaudi ist dann in der Linienform sozusagen fertig, also schwarz auf weiß und vor allem weiß auf schwarz, wie es jetzt ja gibt, aber Farbe muss halt noch rein. Und das kann man eventuell nochmal in einem Stream da. Bis dahin ist montags Alan Wake 2 mein absolutes Prime-Spiel jetzt gerade. Ich hoffe, es taugt euch auch. Und dann der René gibt 12 von 10 für die Modern Warfare-Kampagne. Mittwoch MW3 und Freitag Nippelklötze. Herr Toni Grüllich, absolut korrekt. Und nächste Woche dann Mika eventuell noch mit Zeichnen. Schauen wir mal. Und dann wechselt man am Montag, fangen wir an mit The Last of Us 2 und am Mittwoch kommt dann Alan Wake 2. Und ich glaube, dass uns das dann ganz lang noch begleiten wird. Das wird bis Weihnachten gehen, vermute ich.
Ich vermute, das wird bis Weihnachten gehen. Wie lange dauert ein Alan Wake 2? Vorher hat es jemand geschrieben. Ich bin normalerweise immer ganz gut dabei mit How Long to Beat. Schauen wir mal, Alan Wake 2. Haben wir dann zwar Main und Extras 23 Stunden, nur die Main Story 16,5. Also da haben wir schon ein bisschen beschäftigt. Wir haben letztes Mal gut die 2,5 Stunden eine gespielt. Wie viele Kapitel hat Alan Wake 2? Alle Kapitel haben Spielzeit 19. Okay, also wir haben jetzt in Kapitel 5 und es hat 19 Kapitel. Also da haben wir schon ein bisschen hin. Also das wird uns, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. 16 Stunden, auf 16 Stunden werden wir es nicht schaffen. Da müssen wir jedes Kapitel in unter einer Stunde spielen und wir brauchen ein Tipfer länger pro Kapitel wie eine Stunde. Ist halt einfach auch dem Stream ein bisschen geschuldet, das ist ja klar. Außerdem schaue ich gern dann umeinander. Ich bin dann wieder nächste Woche wieder super begeistert vom Spiel. Mr. CST! Neues Mitglied, Bussi aufs Nussi. Welcome to the squad, Harvey. Kriegst du Privattröte. Sind rechnerisch nur ein paar Streams, ja. Also wir haben ja jetzt seit 4, wir haben theoretisch dann noch 15, ja, das sind schon nur ein paar Streams. Allerdings habe ich natürlich auch gesagt, für The Last of Us und für Alan Wake 2 werden wir mir ein paar Wochenend-Streams immer wieder mal reinhauen. Ich denke, ich hoffe, dass es nicht so eintönig wird bis Weihnachten. Das hoffe ich sehr. Aber das große Problem ist also ein bisschen, es gibt keine anderen Spiele, keine aktuellen, die mich mehr interessieren. Alan Wake hat mich heute wieder volle Kanone gehuckt. Und auf The Last of Us 2, das wird unser Primetime-Game jeden Montag bis mindestens Weihnachten. Da werden wir bis Weihnachten sowieso nicht fertig, wenn ich so rechne. Mit beidem. Schauen wir mal. Ich hoffe, da wird euch nicht langweilig. Ich hoffe, das sind gute Spiele und das Level bleibt da, wo es ist. Das da hinter uns, der Herr Alan Wake, der darf allerdings nicht noch komplizierter werden, weil sonst wird es ein wenig, was das eben ist. So, und jetzt ist 10 vor 11. Freunde der Sonne, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, merci fürs Liken, merci für die rege Teilnahme am Chat. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen neuen Mitglieder, danke für die alten Mitglieder. Und bitte drücken Sie Triple F für die Moderatoren, die immer noch da sind. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt nicht irgendjemand da ist. Allerdings fühlen wir uns immer so anständig aus, dass das eigentlich wurscht ist, wenn die einmal eine Stunde früher abhauen. Weißt du, was es ist. So, wir sehen uns am Mittag, 20 Uhr. Ich schleiche mir jetzt vielleicht durch eine Stunde halt zeichnen. Wir werden sehen und dann schleiche ich mich ins Bett hinein. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Mittag, 20 Uhr, Modern Warfare 3, wenn ich Kim diese Kackfrisur habe. Habe! Jetzt schleicht euch bis Micke. So, wo ist der Beenden-Button? Stream-Beenden-Button, okay. Halt, stopp, Grüße an den Nachschau-Squad. Nachschau-Squad kommentiert da drunter, wer das noch gelesen hat. Dann hast du es wirklich komplett angeschaut. Habe ich dir